Hoi Ricky, alles gut bei dir? Ja, du bist mich am Frame-Mogen, Alter. Bist du auf Frame morgen, wieso? Näher an der Kamera. Ja, aber wegen dem bin ich ja nicht. Ja, dann. Nein, jetzt hast du die Kamera so lange aufgestellt, jetzt lasse ich dich dort. Nein, Kabel ist zu kurz. Ja, du hast mich halt Frame-Mogen. Bruder, hättest du die Kamera umgestellt, hättest du auch nachher wieder das Licht ändern und wir hätten wieder 15 Jahre lang gehabt, bis wir hätten einen Podcast aufnehmen. Gut. Also hast du das gesehen von wegen der Clavicular ist im Interview in Australien? Homeboy, ich habe dir das geschickt. Du hast mir das geschickt? Fucking hell, ich habe es von dir. Also ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Headline angeschaut. Das ist fucking funny gewesen. Also. Dort ist ja nicht geframe-mockt worden. Was ist er geworden? Er ist generell einfach gemockt worden. Ja, weil sie einfach der schönste Mann von der Station geschickt. Und nachher ist er einfach ausgefragt worden, was ist er nachher? Ob er ein Install ist, nachher ist er einfach abgehauen. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Interview ist, aber es ist fucking funny. Das klingt schon absolut so. So traurig in die Australier geben sich das Herd. Also, Australians. Mate. Das ist wie... AC/DC kommt ja von dort. Ja. Habe ich dir das Video geschickt von Jared Dines und Dating Dines Podcast, wo sie AC/DC roastet? Hast du mir geschickt, aber ich habe keine Zeit zum Anschauen. Oh, das ist schon gut. Um was geht's? Es geht darum, dass alle quasi, wo sie Jugendliche sind, so 15 oder so, alle halt Onkel und so gesagt haben, ja, was bist du am los? So, Brie und so. Und nachher geht sie ACDC und also, es ist nicht ganz anders. Halt. Aber das ist noch crazy, weil bei uns hat es ja früher geheißen, ACDC sage ich schon Musik. Ja. Und jetzt ist es so literal Satan-Shit, wo wir hören. Mhm. Definitiv. Heute habe ich wieder einen neuen Song von Noctilus mit dem Denzel Curry gelassen. Das ist so gut. Das ist so gut. Holy fuck, Alter. Ja, absolut Banger. Satan! Ich muss sagen. Satan! Und mit Scratches. Das ist geil. Ja gut, das ist Satan für Metalheads. Mhm. Da geht ja gerne. Ist halt so, ja. By the way, wir haben unser Board nicht oben. Der Ricky hat jetzt ein Trello-Board gemacht für irgendetwas. Oh shit, ich habe es kaputt gemacht. Yo, Brother! Du weißt schon, dass du den Deckel musst aufmachen und nicht Glasflaschen. Ich kann schnell umfüllen. Ja, würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Aber how the fuck did you do that? Also für alle, die den Podcast nur gelost haben. Too strong, bitch. Also für alle, die den Podcast bis jetzt nur gelost haben, jetzt wäre der Zeitpunkt zum Einschalten. Weil der Ricky hat gerade sein non-alkoholfreie Bier, also sein Non-Bier, das alkoholfreie, von dem Migros aufgemacht. Und er hat nicht den Deckel aufgemacht, sondern einfach wirklich gerade den Deckel mit dem Glasring oben dran weggeballert. Also es ist literally nicht nur der Deckel weggekommen, sondern auch der Glasring, wo der Deckel rundum ist. Ja, das ist insane, das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe. Von dem her mache ich jetzt meins auf und proste dann mit mir selber, wenn ich es schaffe, das Teil nicht zu schließen. Und ja, weil wir das Handheld-Mikrofon haben, hören ihr jetzt nichts von dem Ganzen. Also Ricky, so machen wir das Bier auf. Cheers miteinander. Ja gut, was geht's? Ja genau, ich habe vorhin mal angefangen umzuranten, dass der Ricky jetzt einfach unser File immer noch nicht aufgemacht hat, dass wir sehen können, über was wir reden heute. Weil ich habe mir effektiv sogar Sachen aufgeschrieben, die ich in das Board rein tun, aber ich finde es einfach nicht. Wo ich auf Drive gehe? Ja, Junge, einfach Drive gehen sagt mir gar nichts. Was muss ich machen? Ah jo! Einfach Drive gehen. Normalerweise hat man so Zeug abgeleitet, weißt? Reguläre Leute haben das abgeleitet. Hast du jetzt das gefiltert dort? Nein. Sorry. Ich kann nichts, es sieht nicht so aus, als ob irgendwie. Es sieht nicht so aus, als ob es grob gesplittert hat von dem her. Nein. Es wird schon gut sein, es ist Scheiss ist halt beim Blüten. Umgekehrt. Sonst wäre es schon funny, wenn ich mit alkoholfreies Bier würde sterben. Wegen dem. Ja gut, also wenn das Bier alkoholfrei oder alkoholhaltig ist, ist ja sowieso egal. Wenn du in einer blutigen stirbst. Alkoholfreies Bier ist noch funnier. Ja, gut, sag mal's. Also. Ich habe letztens gesehen, in Scotland hat einer eine sober Bar
Und der Manager von der Sober Bar hat einen Unfall gebaut, weil Drunk Driving. Oh, lol. Das ist mega lustig. Das ist wie Punkbands, wo SVP wählen. Und halt die Straight Edge Bands, die versteckt nachher saufen. Die vegan Straight Edge Bands, die versteckt saufen und Fleisch essen. Mhm. Ja, voll. Ja. Also haben wir jetzt Folge Nummer 91. Hey, keine Ahnung, weil die letzte, die wir aufgenommen haben, kommt ja nach der raus. Der kommt nachher raus. Dürfen wir leider noch nicht sagen, wer das war. Nein, Secret. Das Einzige, was wir Time. sagen, ist, dass gewisse Leute vielleicht schon von den Leuten, die unseren Podcast gehört haben. Vielleicht schon. Unter Umständen. Unter Umständen. Also, wir sind in Folge Nummer 91. Jawohl. Das heisst, wir haben letzte Woche die Folge 92 aufgenommen. Ja. Und dann machen wir noch 8 Folgen und dann haben wir endlich mal 3-stellige Zahl. Oh mein Gott. Ist ja crazy. Also das ist das, was Crowdkill irgendwie in den nächsten 3 Tagen wird erreichen. Ja. Das ist im Laden gut. Ja, voll. Übrigens, eben Corebound haben wieder mal einen Podcast released mit Crowdkill. Ganz hören. Urinteressant. 2,5 Stunden oder 2 Stunden 50 oder so geht's. Das ist ein Corebound, ist der Erik. Erik und Noel. Ja, stimmt. Was ist eigentlich mit dem anderen Zeug, was Noel macht? IMS und so. Ja. Scheinbar gibt es nicht viel. The Boys Are Dead. Ja, ist halt Prioritäten wechseln und so, aber nein, aber eben Dings, ich bin noch nicht fertig mit der Folge, aber es ist sehr spannend bis jetzt, so behind the scenes wegen Shows buchen und so. Etwas, was ich nie gemacht habe, weil ich muss unbedingt mal anfangen. Junge, mach's nicht, das ist der Pain. Lauf bei Tau ist das auch schon gut. Aber Easy, Brother. someday. Nein, beruhig dich. Du musst gar nicht anfangen mit dem Zeichen. Na, wenn ich 80% schaffe, dann habe ich Zeit. Du schaffst noch nicht 80%. Nein, noch nicht. Ab Mai. Fucking hell, Alter. Ja. Ja, Dann gibt es ein neues Album. Ja, aber gut, in dem Fall, ab dem Mai komme ich in dem Fall den Videoclip über zum Aufnehmen. Spaß. Ich habe den Videoclip für Two Steps, der neue Song für eben. Können wir gerade. Jawohl! Können wir gerade am nächsten. Jetzt kannst du gerade dein Handy vornehmen, kannst auf Spotify gehen und den Versus folgen. Und dann kannst du gerade einschreiben, dass am Wann kommt es raus? 25., 24. Einfach nächsten Freitag. Ja. Freitag in einer Woche, nicht der Freitag, sondern nächsten Freitag. Nächsten Freitag. 24. Schreibe ich mir das auch gerade aus. Ja. Two Steps Release. Das ist die zweite Single-Auskopplung von unserer EP, die wir kommen. Und der Ricky hat ein Musikvideo gemacht. Und das Musikvideo ist mega cool. Da kannst du dann auch auf YouTube schauen. Voll. Ganz eben kannst du schon im Bandcamp hören. Psst. Dann können sie jetzt nicht kurz Spotify gehen. Ja, fair. Sag mir das nicht. Also mal die ganze EP ist auf Bandcamp, die könnt ihr hören und auf Spotify. Für alle faulen Säcke, die nicht auf Bandcamp wollen, kommt der zweite Song am 24. April raus. Ja, Bandcamp ist noch cool, aber jetzt soll ich nur dort Musik kaufen. Besonders wenn du so Videos machst und so, ist mega praktisch. Aber ja, nutzt es mehr, ist cool. Ja, ist geil, also es macht wirklich eigentlich noch Sinn. Was ist der Ich habe mit 2 Verkäufen mehr Geld gemacht wie je mit Spotify. Also, ja, es ist crazy. Ich meine, wenn du findest, hey, du findest eine Band und willst unterstützen und wirklich supporten, kaufst und nachher erscheint auch dein Profilbild und zeigt, dass du einer von den Supporter bist. Das stimmt. Wir haben ich hätte jetzt gerade gesagt, wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet, aber haben wir ja gar nicht wirklich. Wir werden in der nächsten Folge darüber geredet haben. Nein, das war falsch gewesen. Plusquamperfekt. Bruder, keine Ahnung. Auf jeden Fall Okay, haben wir schon darüber geredet und du hörst es erst, nachdem die Folge draussen ist. Darüber, dass ja alle die Instagram-Chicks und OnlyFans-Hosen so bei mir Coffee-Links haben. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mein Goal für 2026, 2027, dass ich das, die OnlyFansizierung, auch für die OnlyFansizierung von Instagram, auch für Schweizer Local Bands gross machen. Also ich wollte jetzt alle Death Metal Bands sehen. Boah, das wäre fucking hilarious. Death Metal Bands mit OnlyFans. Wenn sie es so ein bisschen schon ernsthaft, aber halt so sarkastisch würden machen, das wäre absolut funny. Ja, voll. Das ist lustig. Ein Taoist, Alter, wir könnten den Taoist Feuerwehrkalender machen. So ein Werkstattkalender, weißt du, so 12 Bildchen. Ja. Alle so in so lasziven Posen, aber halt mit Kleider.
Das wäre schon lustig. Mhm. Das ist schon fucking funny. Ja. Ja, nein, also macht euch alle Bands, könnt euch go OnlyFansizieren, macht einen Buy Me a Coffee Link, dass die Leute euch Geld geben können. Oder tun euch ein Zeug auf Bandcamp. Ich glaube, der Dave von Safer Last Breath, ich mobbe ihn jetzt einfach öffentlich, weil sie ihr Zeug noch nicht checken. Er hat mir nämlich letztens geschrieben, ob das etwas bringt. Und ich so, ja, das bringt etwas. Und dann hat er gesagt, er tut es auf Bandcamp. Jetzt gehen wir gerade schauen, ob Safer Last Breath schon auf Bandcamp ist. Schauen wir. Weil die sind nämlich noch lange noch nicht auf Bandcamp. Save your... Das sieht nicht gut. Ja, Save Your Breath, aber das ist nicht Save Your Last Breath, oder? Ja. Elegies ist drauf und Torn of Aeon. Das sind beide Alben. Ja, das ist March 24th, 2026. Das ist... Okay, ja, fair, vor einem Monat. Das ist vor einem Monat. Ja, vergessen, wir sind in April. Sie haben es vor einem Jahr released, oder? Ja, voll. Sonst, ihre EP ist nicht drauf, schade. Wir sehen ihre Gesichter das nicht. wäre eben so etwas, jetzt das ist jetzt schade. Ihre EP, das wäre jetzt so etwas, die könntest du auf... Die EP würde ich nicht auf Spotify... Ist sie auf Spotify noch drauf? Ja. Aber wenn sie auf Spotify ist, würde ich sie auch auf Bandcamp tun. Dann können alle go... Ja, einfach alles tun, why not? Dann können alle go Dead Eyes hören. Ja, voll. So einfach alles drauf tun. Alles drauf. Der erste... Nein, die sind weg. Nee. Mal, du musst mal schauen, ich glaube, sie ist noch drauf. Carry Me Home. Ja, stimmt. Ja, eben, ich würde sagen, hey, wenn ihr Musik habt, haut alles auf Bandcamp. Ich meine, ich habe auch mit alle meine Projekte, glaube ich. Was habe ich bei Versis alles drauf? Ich glaube, die haben wir aber auch erst ab dem Monster-Release alles drauf. Fair. Aber das vorher habe ich ja selber gemischt und gemastert, darum ist es nicht so gut. Ja, alles habe ich da. Junge, bist das du? Ja, yeah. Erkennst du das Logo da hinten? The fuck, Alter! Das ist eine Halloween-Show mit der Tropas. Ach so, okay. Wo wir mit Master Faceless gespielt haben. Okay, fair enough. Ja. Aber das ist nicht so dein generelle Get-Up gewesen, wie... Nein, Halloween. Halloween Black Metal gemacht. Fair enough. Und nachher aus Versehen mit dem Corpse Paint geschlafen und nachher aufgewacht, Alter, meine Haut hat gejuckt für eine Woche. Das war schlimm gewesen. Also ich habe letztens so ein Problem gehabt. Also ich bin snowboarden und dann bin ich heimgekommen und dann bin ich duschen und es war so eine trockene Luft gewesen, und dann hatte ich so ein T-Shirt gehabt, das jetzt eng war unter den Achseln. Und dann hat es so wirklich so meine Achseln aufgeschürft und ich habe einen Deo noch drauf geschmiert nach dem Duschen, weil man das halt so macht. Ja. Und dann hat sich die Scheiße einfach so entzündet. Also es hat dann quasi, durch das, dass es aufgeschürft hat und ein Deo drauf, ist dann einfach so hopp. Es hat dann einfach so hure weh getan, dass ich mitten in der Nacht aufgestanden bin, duschen, wie so ein Affe. Dann bin ich jetzt unter der Dusche gestanden, so Das ist schon krass. Habe dort den Deo abgewaschen und nachher war es okay gewesen. Habe ich 2,5 Tage lang dann habe ich am nächsten Morgen wieder Deo drauf da. And it started again und ich nur so Bist du allergisch auf den? Nein, aber wenn du auf eine offene Wunde Deo tust, ist es nicht so geil. Ja, das ist ein guter Punkt. So, das ist ein Lifehack. Wenn du eine offene Wunde hast, du kein Deo drauf. Ja. Und da das T-Shirt halt die Naht dort hat und einfach meine Achseln aufgeripscht hat, ist es halt basically eine offene Wunde gewesen. Und dann habe ich Deo wieder drauf geschmiert und dann ist so, oh nein, das war nicht gut gewesen. Das habe ich noch gehört. Zum Glück habe ich Homeoffice gehabt. So eine ähnliche Story habe ich gehört vom Rob Flame im Garza Podcast, wo er erzählt, dass er ein Album aufgenommen war, wo er seine Nippel pierced hat und einfach sich entzündet hat. Und es war einfach voll am Reiben und es war einfach hure schlimm gewesen. Das ist fast die gleiche Story, ja. Fast gleich. Aber ja. What's cooking, what's baking? Wie läuft das Leben? Ja, tipptopp, alles gut. Was haben wir so gemacht in letzter Zeit? Wenn wir kurz darüber reden. Ich habe gestern gerade, oder wenn wir kurz über aktuell das Zeug reden, weil ich habe gestern gerade einen hohen Motivationsschub gehabt. Ich habe so einen richtigen Hass auf unser System bekommen und habe dann einfach gerade Lyrics angeklatscht am Abend. Ja, erzähl mal. Fucking sick gewesen. Ich habe am Morgen gesehen, ist das heute gewesen oder gestern? Was? Als ich Instagram-Story gemacht habe, dass in einem Amazon-Warenhaus ein Worker gestorben ist. Also er ist auf dem Floor zusammengeklapst gestorben und die huren Affen, also die armen Siechen rundherum, haben einfach weiterarbeiten. Der Bruder ist einfach eine Stunde gelegen und die haben einfach so um ihn herum arbeiten. Ja. So, Brother, what the fuck is going on? Und so ähnliche Storys habe ich gestern ein paar gehört. Und dann bin ich heimgekommen und ich habe irgendwann einmal noch meine Wäsche gemacht und sie zusammengelegt, aber ich habe sie nur zusammengelegt. Und dann habe ich sie so auf dem Bett gehabt und ich habe sie vergessen wegräumen, weil ich keine Zeit hatte. Wie gestern bin ich noch mal irgendwo hingesäckelt. Und dann bin ich ohne Scheiß nachher heimgekommen,
habe die Türen aufgemacht, gesehen, dass die Kleider auf dem Bett liegen. Dann habe ich einfach so das Gefühl gehabt, so «Ah!» Passend dazu hat Bring Me The Horizon ja noch gesagt, so, sie releasen dir das erste Album neu und ich einfach so in meinem Kopf hinein hat es einfach angefangen mit I said it once, I said it twice, I said it 1,000 fucking times. It never ends, it never ends. Weil es endet ja nie, Alter. Die verdammte Scheiße. Ich habe dir die Sprachnachricht gestern, glaube ich, schon geschickt. Ich kann mich einfach wieder reinreden. Weil wir arbeiten ja eine 40-Stunden-Woche. Ein Prinzip, das vor etwa 50 Jahren erfunden worden ist, wo einer geschafft hat und der andere heim war und den Haushalt geschmissen hat. Und jetzt, wenn du alleine eine 40-Stunden-Woche hast, und du niemanden daheim hast, ja, Alter, fucking God bless you, God help you, aber wenn du das Zweite bist, du kannst ja auch nicht von einem Lohn leben. Ich meine, stell dir mal vor, du schaffst 50% und müsstest dann nochmal jemanden ernähren davon. Ich meine, fuck me, das bringst du heutzutage gar nicht an. Und dann wird nur erwartet, dass du dein ganze verfickte Leben in diesen 4 Stunden zwischen heimkommen und ins Bett gehen organisierst. Du musst kochen, du musst das machen, du musst waschen, du musst putzen und es hört einfach Gott vertelle nicht mehr auf. Und das hat mich, wie du jetzt merkst, so in Rage gebracht, dass ich einfach 2 Songtexte angeschrieben habe. Das ist sehr gut. Und deswegen spielst du eine Punkband. Und exakt, darum spiele ich bei Versis. Weil für die habe ich Songtext geschrieben. Ja. Aber ja, von dem her, das ist eigentlich, der kommt, glaube ich, der Hardcore-Vibe her bei Versis von mir. Vom generellen Hass gegenüber dem System. Und das ist einfach so etwas, wo ich einfach das Gefühl habe, ja, weil der Mike hat mit mir diskutiert, dass ich eigentlich, wenn ich 100% geschafft habe, nach der Schule wieder, hat das Gefühl gehabt, ja, dein Problem ist nicht, dass du 100% schaffst, dein Problem ist, dass du fixe Arbeitszeiten hast. Ich habe jetzt keine fixe Arbeitszeiten. Ich habe 80% geschafft. Mit der Schule habe ich jetzt ein 100% Pensum. I can tell you for sure, es ist das 100% Pensum, das dich so komplett fickt. Also das Gleiche sagen ja die Sales Hustler, dass wenn du fixen Lohn hast, tut dich das stoppen. Deswegen solltest du auf Provision arbeiten und so. Aber nachher bist du fucking 24/7 arbeiten. Ja, Bruder, ich habe heute mit dem Sales-Chef ein Meeting gehabt, was eigentlich so ein bisschen darum gegangen ist, dass wir... Falls ein Podcast los ist, schaut der Bruder. Ich glaube es nicht. Es ist eigentlich mehr so darum gegangen, dass wir ein kleines Sales-Training, blöd gesagt. Und dann haben wir es auch davon gehabt, dass ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben gesagt, eben, dass generell Sales-Leute, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, eben, wenn du 100%, wenn du einen fixen Lohn hast, dass du dann nicht angetrieben bist. Das ist so, ja, es gibt halt Leute, und dann habe ich so die Thesen aufgestellt, dass Sales-Leute, die arbeiten ja eigentlich sehr viel auf Provision. Die sprechen eher mehr auf extrinsische wie nennst du das, Motivatoren an, wie zum Beispiel Ingenieure. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte das mal probiert, dass die Ingenieursabteilung auf Provision schafft. Das hätte nicht funktioniert. Ein Ingenieur, also eben, du kannst einen Ingenieur nicht damit locken, dass er mehr Geld verdient. Du musst ihn damit locken, indem dass er interessantere Projekte hat. Ja. Und das ist eben das. Ich meine, ja, logisch, können die verfickten Hustler-Mongos auf Instagram sagen, sie stehen am Morgen um 5 Uhr auf, klatschen sich einfach irgendwie den Kopf in 4 Liter Eiswasser, nachher gehen sie ins Gym und nachher gehen sie meditieren für 4 Stunden und dann lesen sie 8 Bücher gleichzeitig und dann hustlen sie da. Und das Einzige, was sie immer machen, wenn sie hustlen, die sind nie auf einer Baustelle am verfickten Mauern aufbauen, die sind nie auf der Straße am Beton teeren, die sind nie irgendwo etwas am machen, die schauen nur immer in ihr Drecks MacBook rein und machen irgendwelche gottverdammte hure Scheiße, wo sie ein Excel-Sheet hin und her pushen und nennen das Hustlen. Shut the fuck up, Alter. Gang voraus und mach etwas. Du hast vergessen, nachher mache ich das Video und sage, komm in eine WhatsApp-Gruppe. Ja, komm in die WhatsApp-Gruppe, genau, das macht es auch noch. Aber ja, das ist so, du hustlest nicht, du bist ein Double, du hustlest einen Scheiß. Der fucking mein Großvater, der 50 Jahre Strassenbauer war, der hat gehustelt. Du bist hinter einem MacBook im Starbucks, du Arschloch. Ja, das Problem von den Incentive ist, nachher versuchst du einfach Shit zu verkaufen an Leute, die es nicht brauchen, oder? Ja, das ist eigentlich das generelle Dings von unserem System. Und aus dem Grund habe ich heute nachher eine Instagram-Story machen und Rage Against the Machine Take the Power Back in tun. Was nicht gegangen ist, weil Take the Power Back für Rage Against the Machine nicht auf Instagram kannst auswählen. Was ist? Habt ihr Angst? Habt ihr Angst, dass es plötzlich passiert, ihr Huren Ganoven? Ja, ich sehe, wieso dass du mich als Podcast-Partner nehmen, weil ich kann mich einfach wirklich in Rage reden und dann nicht mehr aufhören. Was erinnert mich, als ich vor 11, 12 Jahren bei Starbucks gearbeitet habe und sie haben immer gesagt, ja, du musst fragen, willst du noch extra Kaffee, willst du noch extra Sirup, whatever the fuck. Und, nein, ich will einfach einen verfickten Espresso, du Bastard! Eben, ist so wie...
Oder fickt euch alle ins Knie. Ich habe so viele Kaffees gratis gegeben, Leute, weil ich auch was cool gefunden habe. Hell yeah, Ricky, hell yeah. For the people, oder? For the people. Ja. Das ist wie letzte habe ich, was ich aber muss sagen, ist so, ich habe letzte dann ein neues Guilty Pleasure bekommen. Ja, und darum habe ich neu, so darum, wenn ihr wollt Songtext schreiben und ihr habt eine Tendenz dazu, euch über Zeug aufregen, dann macht das. Ja, Geht einfach rein und enjoyt den ganzen Hass, schreibt einfach alle Wörter, die noch irgendwie in den Grind fallen, auf. Mhm. Und dann, was ich nochmal einen Tipp habe, ist, ich habe einen Song geschrieben, der ist eher so ein bisschen crossfavy. Geil. Und also jetzt nicht im Sinn von, dass man minderjährige Mädchen schreibt, sondern mehr im Sinn von, es hat Synthes drin und er ballert. Sehr gut. Und Lieber so. wesentlich die bessere Alternative, ja. Ja. Das andere sollte man definitiv nicht machen. Mhm. Und dann hat dort habe ich dann Vocals schreiben, also Lyrics schreiben dazu und Vocals machen. Und dann habe ich einfach so, irgendwie bin ich nie zu etwas Gescheitem gekommen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wie habe ich jetzt Vocals geschrieben für zum Beispiel Calculator. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Song hat Linkin Park Vibes gehabt, also habe ich einfach meinen inneren Mike Shinoda channelt und dann das gemacht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, gut, der Song hat Crossfade Vibes, also probier gar nicht erst Linkin Parkige Vocals zu schreiben, also gehst einfach mal voll rein. Oder hast du einfach auf Japanisch geschrieben? Oder? Nein, es ist ja Englisch. Aha. Crossfade ist ja schon Englisch. Aber die sind Japaner. Sie sind Japaner, exakt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber sie sind nicht bekannt dafür, dass sie den Fuß auf die Bremse tun. Bei allem, was sie machen. Weil sie haben, kennst du ihre Musik, oder? Mm. Das ist einfach all in, all the time. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann, wenn der Song ja schon so in die Richtung geht, dann können die Lyrics auch all in, all the time sein. Und dann hat es funktioniert. Ja. Dann hat es funktioniert. Du musst Lyrics so schreiben, wie der Vibe ab. Das höre ich gar nicht mehr. Ja, what the fuck. The fuck are you doing? Check. Was ist das? Keine Ahnung, was das andere Mode ist. Ja, musst du jetzt das direkt während Check. Liter? Junge, jetzt ist es lauter als voran, ja? What the fuck? Was hast du gemacht? Ich glaube, das ist der Mode für ein aktive Ding. Was? Check. Jo, was? Check. Ja, Mann, no fuck. Das sind Welt. Holy fuck, Mann. Okay. Okay, kannst du jetzt wieder so machen Ja, wie voran? du hast im Post mal. Nein, jetzt ist korrekt. Jetzt ist, Okay. Genau. Alright, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist jetzt, aber... Also der andere ist wahrscheinlich für... ja, also es ist im Fall immer noch hure- also es ist immer noch laut. Check, yeah. Okay. Okay, für alle, die sich fragen, was gerade passiert ist, der Ricky hat irgendetwas gesehen auf unserem Aufnahmegerät, Nein, hat es ist- irgendeinen Schalter umgeleitet und ich komme selber nicht mehr raus. Es war im anderen Modus gewesen, für ein Kondensermikrofon wahrscheinlich. Und ich habe es nicht gesehen. Brother, I don't fucking know. Check. Alright. Easy, wir sind gut. Back to Disney. Ja, wo sind wir gewesen? Du Du hast mir jetzt gerade absolut aus meinem Hate-Flow Du hast schon einen gebracht. Brian. Yeah! Ja, Was du wenn ich weißt. bis jetzt noch keinen Tinnitus gehabt habe, habe ich jetzt definitiv einen. Aber wo bin ich gewesen? Du bist nie nicht gewesen, ich bin am Haten gewesen und du hast mich in gerade meinem rausgebracht. Kopf einen Gedanken. Ah ja, ich habe auch einen Rant. Und zwar... fertig mit ihm. sag mal fertig mit dem Rant. Weil dann können wir- Und dann habe ich einfach gesagt, und dann habe ich gleichzeitig hat dann Bring Me The Horizon ja noch angekündigt, dass sie alte Songs rausbringen. Und das kombiniert hat dann damit rausgebracht, dass jetzt sehr wildes Zeug rausgekommen ist dabei. Ja. Das ist das Bier. Ja, wenn ich extra die eingestellt habe, damit es eben nicht macht, sondern... Aber dann siehst du, es ist gerade vor dem Ding. Ja, Dann siehst du so einen braunen Pimmel, der einfach so rauskommt. ja, und jetzt hast du Angst, wenn ein brauner Pimmel vor dir steht. Ricky, du wirst nicht schwul, wenn ein brauner Pimmel vor dir steht. Und auch wenn, das wäre nicht schlimm. Weißt du ja nicht. Weißt du ja nicht. Ja, doch. Habe ich den RS ein paar braune Pimmel gesehen, bin nicht gay. Ja, fair. Glaub's. Ja. Gut, es gibt Leute, die das würde behaupten, aber Ja, gut, in last time I checked. der Greenfield-Dusche haben wir auch Raffi Pimmel gehabt. Das Jahr wieder, oder? Ja, keine Ahnung. Greenfield-Duschparty. Mal schauen. Aber jedes Mal musst du irgendwie ein Signal geben. Es sind so viele Leute mehr, dass einfach geschrieben so, hey Boys, wann findet eine Duschparty? Einfach irgendwann am Abend zwischen den Headliner, während Volbeat spielt definitiv während Headliner, bei Sabaton wahrscheinlich auch schon während dem Headliner. Alright. Wir machen eine Story. Also, nein, Alter, hör auf! If you know, you know. If you know, you know. Einfach, wenn du, höchstwahrscheinlich wirst du den ganzen Abend ein Bier, mit einem Bier können. Einfach genereller Tipp, nimm einfach Bier mit, wenn du in die Dusche gehst. Du hast eine gute Zeit, ist scheißegal, wer voll. dort ist. Das ist sehr funny gewesen. Ja, also ja. Mhm. Nein, und dann ist einfach, wenn du einen Song hast, der irgendwie etwas macht, dann probier nicht dich zu verstellen, sondern geh einfach rein.
Ist generell ein Tipp, einfach zu übertreiben. Funktioniert am besten zum Ich würde Vocals. sagen, einfach nicht Angst haben, neue Shit zu probieren und einfach aus deiner Komfortzone rausgehen. Ja, und vor allem auch, was ich gemerkt habe, ist auch nicht das Gefühl haben, nein, ich mache das jetzt nicht, weil das ist nicht das, was ich sonst mache. Unbedingt. Weil sonst... Ja, Also sonst machst du immer genau das, was du machst. Sonst wirst du langweilig. Das wäre perfekt für 90% von allen Metalcore-Fans. Verlierst Oh mein Gott, meine Band tönt nicht mehr so wie 2016, 2012, als ich 10 bin und Skinny Jeans angehabt habe und auf Netlock gehängt bin. Besser so. Ja, besser tönt sie nicht mehr so. Ja. Es wären ja alle Hangen, die noch so sind. So, Yes. wenn du irgendeinen hast, der mit 32 noch ist wie mit 16, dann würdest du einfach das Gefühl haben, sorry Bro, bist du Hangen? Wo noch Songs schreibt über Prom Queen und so Shit. Ja gut, das ist etwas anderes. Das ist halt einfach, wenn halt All-Time-Low bist, musst du halt Songs darüber schreiben, weil deine Zielgruppe ist dort und das ist dein über Livelihood. Highschool-Crush mit 35 ist Ja, nein, ich meine mehr weird. so, weißt du, so Profi-Snowboarder oder so Extremsportler, weißt du, so Snowboarder, Skateboarder, Mountainbiker, wo du merkst, so, die haben mit 15 zu viel gekifft und sind irgendwie einfach immer noch auf dem. Die sind einfach irgendwie immer noch Dort. dort mit allem, was sie machen. Ja. So, da wirst du einfach denken, du bist hängen. Darum ist es doch eigentlich gut, wenn sich eine Band weiterentwickelt. Würde Atreyu jetzt immer noch tönen wie früher, würde ich einfach sagen, sie sind der Hangen. Würde Escape the Fate immer noch genau gleich angelegt sein wie 2002. Oh, wait a second. Ja. Nein, was hast du für einen Rant? Ich mal raus. habe schon gefunden, hey, ich bin krank gewesen. Und ich so wie, ich schaue mal einen Film auf Netflix. Und ich gehe und ich sehe so Film Nummer 1 auf Movies. Und so wie, ich schaue es mal an, so wie, es geht um Tornados, Hurricanes und fucking Sharks. Und ich so wie, fuck, geil, Alter. Ist es Sharknado gewesen? Nein, Okay. nein, es ist wirklich nicht nachher Comedy ausgesehen, wirklich so eine coole Premise, so weißt du, es kommt fucking Hurricane, Tornado, Taifun ist in Asien, ein Tornado und nachher gibt es wieder Fütterung und nachher mit Sharks. Und ich so, fuck, geil, Alter. Hell yeah. Niemals kannst du so eine coole Premise zerstören. Sicher kannst Und mein Gott, Alter, das ist halt so natürlich versucht Netflix ihre eigene Produktion zu pushen, Mann. Weil das ist so schlecht gewesen. No way ist das organisch Nummer 1 in der Schweiz, Mann. Das ist so ein schlechter Film. Wobei du überschätzt, glaube ich, im Fall einfach die Kulturfähigkeit vom Durchschnittsmensch. Nein, aber es ist so schlecht gewesen. So ein cooler, weil ich liebe so End of the World und Catastrophe-Movies. Das ist so wie I feel warm inside. Weißt du, was ich meine? Das sind so mein Shit. Und ich habe so gefunden, so, es kann nicht sein, Mann. Ich habe gedacht, so, es wird sicher besser, oder? Ja, aber wenn du jetzt durchschnittliche Radiomusik anschaust, wo ja eigentlich nur noch die genau gleiche Track ist, wie ein Song, der 2010 rausgekommen ist, mit anderen Lyrics drüber, musst du einfach sagen, ich glaube, du überschätzt einfach die Kulturfähigkeit von der Leute. Aber nachher bin ich es mir so wundern, ich habe 25 Minuten geschaut und ich so, ich kann nicht mehr. Ich muss abschalten, ich muss Reviews lesen. Und das erste Review, das ich gesehen habe, ist so wie, this movie is thrillless, pointless and fucking garbage. Also es ist kein günstiger Film gewesen, wahrscheinlich, aber es ist so schlecht. Und nachher, zum mal den schlechten Geschmack abputzen, habe ich Geostorm da mit dem Bruder von Gladiator, wie heißt er noch? Ja, welcher jetzt? Der Brite. British Der Bloke. Gerard Butler. Nein. Der Butler. Nein. Der andere ist der Joker. Der Geostorm. Ist wirklich so ein typischer End of the World Shit. Da jo, und wer ist dort die Hauptrolle? das ist Gerard Butler. Ja, toll, ja. Tatsächlich, ja. Oh shit, ich habe nicht gewusst, er heißt so. Ja, der andere von der Cäsar von Gladiator ist der, wie heißt der? Der Phoenix Chakonix. Wie heißt der? Der Joker. Ich kann. Der letzte Joker. Ja, gemeint, ist Russell Crowe im Fall. Das ist nicht der gleiche. Nein, Russell Crowe und Gerard Butler ist nicht der gleiche Ding. Alter, aber ich sehe die gleich. ja, ich sehe es. Holy shit. Ich sehe es vor meinem inneren Auge, ja. Holy fuck, ich kann glaube das. Also, Ist der andere Joachim Phoenix. Bruder, das habe ich mit fucking mit einer DC gelernt. Das ist nicht der gleiche Typ. Die sehen gleich aus, Mann. Holy shit. Sag nochmal. Das ist Gerard Butler. Ah, Bruder, ja. Und Ja.
Ja, Russell Crowe sieht genau gleich aus. Und welcher ist jetzt bei Gladiator gewesen? Der Russell Crowe ist bei Gladiator gewesen. Russell Crowe ist bei Gladiator gewesen. Bist du sicher? Also, ja, gleiche. Are you sure? Das ist der gleiche Mensch. Are you sure, Das Alter? ist insane. Das ist sicher Die nicht... sehen gleich aus. Ist der Russell Crowe bei Gladiator gewesen, nicht der Ja, Butler? ja, Jared Butler versus Russell. Aber du hast doch vorhin gesagt, der Butler ist bei Gladiator gewesen. Look at Bruder, und sie sehen beide aus wie der Shia LaBeouf in älter. also, es ist die gleiche Person. What Junge! Und sie sehen beide aus wie der Shia LaBeouf. Ah, ja, voll. Aber welcher von denen ist jetzt bei Gladiator gewesen? Russell Crowe und Jared Butler ist bei Geostorm. Ja, und der Joaquin Phoenix. Oder Ja, genau, der ist der Joaquin Caesar, Phoenix ja. ist der Voll. Commodus gewesen. Ja, voll. Geostorm, sehr guter Film, den habe ich schon 4-mal geschaut oder so. Ja, das ist dann besser geworden. Aber holy fuck, ist der Movie Thrash einfach Trash, Alter. Jesus Christ. Also, ja, nicht gut. Das habe ich aber letztes schon mal gehabt. The Darkness, Alter. The Darkness. Du hast gerade gesagt, wie kann man so eine gute Prämisse versauen? Eben. Ich habe The Darkness live gesehen und es ist mir gleich gegangen. Worum geht es Film? The Darkness, die Band, Musik generell. Welche Band? The Darkness, Ist eine Band, die Darkness? ja, Keine Ahnung, wie das ist. riesen Band, Alter. No Ich gehe fucking mal schauen, wie viele monatliche Hörer die auf Spotify haben. The Darkness. Heiter Fahne, Bruder. Du bist ja wirklich, du kennst auch nichts, was nicht Metal macht. Auf jeden Fall, die habe ich gesehen und Gott. habe die Band selber nicht so lustig gefunden. Aber den Sänger finde ich relativ cool, der ist ein geiler Sieg. Der macht so coole YouTube-Videos. 2,5 Millionen Monthly, das ist ja krass. Ja, ist für eine Rockband eigentlich schon ziemlich stabil, Mhm. Ja, wenn wir ehrlich sind. nicht schlecht. Gut, ja. würde wahrscheinlich nicht lange, um einen Swiss Music Award in der Streaming-Kategorie zu bekommen, aber Wahrscheinlich nicht. Das Spiel hat nicht genug die haben auch nicht geantwortet, die haben nur unsere Story geliked. Ja, Okay. der Hot Chick Move. Die haben den Hot Chick Move gemacht, genau. Was, wie habe ich das schon wieder Ich gesagt? glaube, es war der Hot Chick Move. Ja, aber ich habe es... Ich glaube, das hast du gesagt. Ja, ich muss es nochmal geschaut. Ist der Hot Chick? Ja, es ist der Hot Es Chick ist, Move. Es ist der ja. Hot Chick Move. Einfach sagen, Einfach- ja. Like. Einfach so, appreciaten und dann weggehen. Ja, wieder. genau, Und dann genau, warm genau. behalten. Wie so, ja, das ist der Hot Ja, Chick voll. Move, genau. Es ist so wie Leute, die mit ein Wort antworten. Warte schnell da. Ja, nein. Alter, wo haben wir das diskutiert? Weiß nicht. Bei unserem Gruppenchat. Weiß nicht. Aber Dings, eben, das ist halt blöd. Wir haben ja in der nächsten Folge haben wir darüber geredet. Ah ja, da, ich kann's. Ja. Ich habe geschrieben, nennen Dings. Sie haben es noch geliked. Ich kann aber noch mal nachfragen, wenn du das willst. Dann habe ich geschrieben, nennen schon gut. Classic Hot Girl Tactic am Spielen. Das spielt Swiss Music Awards. Also dann, das toxische Verhalten spielen wir nicht mit. Wir antworten da nicht. Wir lassen uns nicht hooken von ihnen. Weil das ist wirklich die Hot Chick Taktik. Aber so ein Foto liken und dann weggehen. Und dann nicht mehr schreiben. Und dann einfach so, so ich bin ja das Hot. Dann das Hot Chick weiss, dass die Hotness den Rest von der Arbeit machen lässt. Darum eben Hot Chick Tactic von den Swiss Music Awards. Wahrscheinlich machen es auch gleich Hot Dudes von dem her. Ja, logisch. Ja. Ich habe jetzt einfach Ich kann halt nie mit einem Hotboy geschrieben von dem ja, her. das ist ja doch schon geschrieben mit dir. Fair. Ja, das ist ein Punkt. Und allen bei Tao ist. Ja. Und allen, die Metal sehr hören. Fair, die sind alle hot. Yes. Voll. Aber ja, das ist die Hot Girl Außer Tactic. du weißt, wer du bist. Das stimmt. Jetzt, was du sagst. Einfach Insecurities von unseren Zuhörer. Ja, jetzt einfach am Trigger. Ja. 2 Tage nachdem die Folge rausgekommen ist, Massensuizid in der Schweizer Metal-Szene. Alle 2 Leute haben sich umgebracht. Dann ist die ganze Szene tot. Nein, wir lieben euch alle. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht. Speaking of, ich war ein bisschen krank gewesen. Mhm. Montagmorgen in die Schule, Montagnachmittag daheim. Mhm. Speaking of Phoenix, ja dann Phoenix Rising gezockt den ganzen Nachmittag. Weißt du Phoenix Rising? Es ist basically Legend of Zelda, einfach mit griechischer Mythologie. Ach schon, ist ein Switch? Ja. Ist noch ein geiles Game. Ist der so mit der Diablo-Perspektive? Nein. Boah, was ist Nein. Diablo-Perspektive? Der ist so von da oben. Das ist wahrscheinlich schon Phoenix Rising. Also, ich habe Videos von dem gesehen. Ja, es ist eigentlich wirklich literally Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Zelda einfach anders. Fuck ist das shit.
Phoenix Rising Football Club. Spiel gegen San Jose. Morgen. Nein. Phoenix, F-E-N-Y-X. Ah, Y. Yeah, boy. Phoenix Rising, da. Okay, nein, den kann ich glaube Alright. gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das eigentlich als Segway brauchen zu Ricky. Was hast denn du am Wochenende gemacht, dass du krank bist? Ja, voll. Oh ja, voll. Was haben wir gemacht? Ich weiß es auch nicht. Also, Donnerstag sind wir in der Eversis-Probe gewesen, die am 11 Uhr angefangen hat. Halb 11. Voll. Der Timo hat gesagt, er kommt. Wir sind auf die halbe 8 Idee gewesen, zum Proberaum einräumen und ein bisschen schauen, weil Taoist jetzt dann einen neuen Proberaum bekommt und er wird geshared mit dem Eversis-Proberaum, weil ich denke dann, die zwei Bands kommen sich selten in den Weg. Und ja, Dann, ja. vor allem wenn man kann laut sein, das ist ein sehr Ja, wichtiges voll. Ding gewesen für uns, dass man kann laut sein kann. Das ist ein cooles Programm, ja. Er ist wirklich geil, ich liebe ihn. Und dann ist dort, dann sind wir dort gewesen, hat der Timo geschrieben, er schafft es nicht auf die halbe, er kommt auf die 8. Und dann um 10 ab 8 hat er geschrieben, ich schaffe es nicht auf die 8. Wo hast du noch gesehen? Autobahn ist geschlossen. Sein Job ist ein bisschen eskaliert. Ich glaube, die haben irgendeinen Dings müssen vorbereiten und sie sind, er hat nachher erzählt, er hat den ganzen Nachmittag dort gehockt und hätte nichts können machen, weil einfach die Firma, also nicht der Club, er ist ja Veranstaltungstechniker und der Club, wo er hätte etwas aufstellen für die Party, hätte dann einfach noch eine Veranstaltung gehabt, während sie hätten sollen aufstellen. Und er ist dann einfach etwa 5 Stunden dort und hat gewartet. Ja, und dann, was sie aufgestellt haben, ist er Richtung Winter gefahren und hat einfach halt noch die Autobahnsperre gehabt. Dann war er um 9:30 im Bandraum gewesen. Ja. Nachher hat einfach auch nichts funktioniert mit unserem In-Ear. Das war wirklich eine absolut Katastrophenprobe gewesen. Und der Ricky ist einfach die ganze Zeit dort gehockt und hat das Leben gefeiert mit seinen Schlagzeugstöckchen. Ja, bin meine Übung machen gewesen. Das ist mein neues Hobby. Das ist geil. Ja, wir haben ein Stundenset müssen spielen. Das heisst, wir haben effektiv auch eine Stunde müssen proben. Und wir haben etwa 5 Songs mehr gespielt, als wir sonst gespielt haben. Songs, die wir schon seit irgendwie 2,5 Jahren nicht mehr gespielt haben. Voll. It was a fucking pain. Haben wir etwas am Freitag gemacht? Ja. Was haben wir am Freitag gemacht? Ja, die Podcast-Folge aufgenommen, wo wir jetzt noch nicht dürfen sagen, wer das jetzt ja, ist. das war am Freitag. Stimmt. Yes, stimmt, sir. ja. Dann haben wir das auch gemacht. Den ganzen Da Tag. dürfen wir... Nein, da können wir nichts sagen dazu jetzt. Nein, noch nicht. Das NDA unterschrieben. Ja. Nachher? Ausser, dass vielleicht am 1. Mai nicht nur Steine gerührt werden. Ja, voll. Das können wir, glaube ich, sagen. Da wird mir, glaube ich, niemand böse, wenn ich das sage. Nein. Am 1. Mai werden nicht nur Steine gerührt. Ja, voll. Dann, Sondern auch Ziegelsteine. Entschuldigung. und Dings, am Samstagmorgen bin ich shoppen. Shoppen. Alter, Wo geht das hin? weil für mich ein paar Kollegen heiraten jetzt, wir müssen so Kleider und Anzug holen und so. Und ich darf natürlich nicht meinen Anzug finden, bevor Lara das Kleid hat. Deswegen sind wir auf die Suche. Da habe ich noch einen guten. Der Ricky hat einen Zettel da am Bildschirm, wo steht Plan Weekend with Babe. Ich weiss, was er das Weekend with Babe geplant hat. Tao ist Videodreh. Ja, ich habe eben, wann ist es? So seit Neujahr habe ich angefangen, physische Sticky Notes zu machen. Sonst vergiss ich Shit. Das ist so etwas wie Real-Life-Podcast. Ja, wie Das Notepad. Das Notepad nicht auf dem Handy, sondern im richtigen Leben. ja, richtig leben. Ein physisches Notepad. Ja, Holy hell. Und trotzdem liegt er da seit 3 Monaten. Da muss ich noch etwas machen. Steuererklärung ist da, auch wichtig. Die habe ich auch verschoben. 2 Stunden bevor es vorbei war. Steuererklärung habe ich einen Lifehack, Alter. Du musst so machen wie ich. Ich mache sie generell aus Prinzip einfach immer am 1. April. Fair. Weil erstens ist es ein 1. April-Joke. Zweitens zeige ich ihnen, dass ich sie nicht dass ich ihre Vorgaben nicht respektiere, aber trotzdem genug eingeschüchtert bin zum Mitmachen. Haben Sie dir auch geschrieben, von wegen schick mal Stundenplan von der Schule oder so? Nein. Aber bei mir haben sie verdammt dumm einfach. Nein, bei mir ist es... Weißt du, in Zürich interessiert niemand, In Zürich interessiert es niemand, Alter. In Zürich habe ich mein GA angegeben, habe einfach geschrieben, so und so viel hat es gekostet. Die Brüder haben das einfach abgezogen von der Steuer. Ja. Fuck it. Im Aargau schreiben sie, also von deinem Wohnort zu deinem Arbeitsort kannst du im Fall höchstens so, und wir haben das so ausgerechnet anhand von deinem Arbeitspensum, du kannst höchstens so viel Geld abziehen. Wir haben das jetzt gemacht und ich so,
Wieso schreibst du mir einen Brief? Ist mir scheißegal, mach's doch einfach. Du musst mir dann nicht einen Brief schreiben, wo du mich darüber informierst. I don't give a fuck. Ich habe so 3 Jahre nacheinander einfach ihm einen ganzen Stundenplan müssen schicken vom ganzen Jahr, so dass sie genau ausrechnen können. Sind einfach rassistisch gewesen und haben das Gefühl, einer, der so heisst wie du, kann da gar nicht in die Schule gehen. Und ich so, ja, Alter, ich habe einfach zu viel Zeit, weißt du? Nein, ich habe Rechnungen geschickt. Ich habe die Rechnungen von der Schule geschickt. Ja, ich habe auch. Aber nachher haben sie gesagt, nein, wir brauchen unbedingt einen Stundenplan, um zu wissen, welche Tage bei der Schule sind. So, ja, chill. Gut, ich weiss es nicht. Ich habe noch nie im Aargau Steuern ausgefüllt, als ich in der Schule war. Darum, Fair. ich habe Steuern ausgefüllt, als ich arbeitslos war. Ja. Das war auch ein Hustle. Ich habe 7000 Sachen aufschreiben. Aber von dem her, ja, mal schauen. Ich kann wieder einfach irgendetwas sagen. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, einfach irgendetwas sagen. Weil, Ja, es ist also nicht dort, wo es wirklich wichtig ist, aber eben so Sachen wie Arbeitsweg, wie viel das kostet. Ich gebe ein Abo an, das ich kann. Ich gebe einfach das maximal teuerste Abo an und wenn Sie ein Problem damit haben, sollen Sie sagen, ja. Wir haben es Ihnen ausgerechnet, Herr. Wir haben es Ihnen ausgerechnet. Es kostet so und so viel, das Abo, was Sie dir das Maximum abziehen, wir haben das dann gemacht. Und dann, ja, ist gut, dann mach doch das. Ja, ich mache. Wenn du zufrieden bist. Ich meine, ich mache es jetzt wie alt bin ich? Wann fängst du mit Steuererklärung an? 18. 18. Jetzt bin ich seit 13 Jahren mache ich den Scheiß. Jedes Jahr musst du einfach neu lernen. Ja, es ist immer etwas anderes. Ja. Aber ja. Dann hast du noch einen Sparfonds angelegt, dann musst du noch herausfinden, wie die Scheiße angeht. Hauptsache nicht intuitiv. Ja. Aber Haben Sie Wertanlagen? Haben Sie ein Auto? Brüder, mein Auto ist 47. Ich muss heftige Sachen übersetzen, aber ich weiß nicht, was es ist. Haben Sie Wertanlagen? Besitzen Sie Musikinstrumente oder ein Pferd? So, ja, ich besitze schon Musikinstrumente. Musikinstrumente jetzt auch? Nein, aber Okay. wenn du ja irgendwie so teure Sachen hättest, weißt du, so etwas wie ein Schlagzeug oder so. Oder ein Camper? Das ist ein Auto. Ist Camper ein Auto? Das ist ein Auto, ja. Alright. Ich finde es vor allem auch geil, dass ein Auto dort musst angeben und sonst nichts. Weißt du, so eben, so, ich kenne Leute, die haben 23'000 Stutz Gitarre daheim. 23? Ja, das ist nicht so. Also, Aha, insgesamt meinst Bruder, Junge, eine 23'000 Stutz Gitarre ist noch nicht teuer. Wenn du herausfinden wie teuer eine Gitarre kann sein, geh mal auf Thomann. Ja. Machen wir das jetzt. Schauen wir die teuerste Gitarre auf Thomann. Komm, let's go. Ich habe gemeint, du meinst so Artist-mäßig. Wie meinst du Artist-mäßig? Also unterzeichnet und gespielt von... Ja, das hat ja nein, unterzeichnet und gespielt von, hat Ja, keinen das ist reellen noch Wert. crazy. Ich rede jetzt von Verkaufswert. Ja, elektrische Gitarre. Ja. Jetzt machst du Gibt's da... rechts Popularity Also gibt's Diamond Guitars? und jetzt machst du Prices, High to Low. Ah, okay, 22'000 ist die teuerste auf. Fuck, und das ist ein Fender, Mann. Jesus. Ja, und das ist dann noch kein Masterbild. Also das ist dann noch kein... Das ist noch kein Das ist Masterbild. ja, aber es ist noch keine Sonderanfertigung. Weißt du, was ich meine? Damn. Fodera. So, hast du schon mal die fucking teuren, schönen PRSs gesehen? Die Private Stock PRSs und alles. Damn, 13'000 Stutz. Krass. Eben, so etwas wird dann nicht gefragt. Ja, voll. Mein Auto, das wesentlich weniger Wert hat, ist wichtig für aber so Zeugs. Interessiert niemand. Nimm mich wunder, wie viel eine Diamond S Gitarre kostet. Nicht so viel im Fall. Nicht? Nein, glaub's nicht. So, die sind alle Custom Build und die haben so... Ja, aber Custom Build heisst nichts, wenn die Marke nicht wert ist. Weißt du, wie ich Nein, meine? aber da musst du so 2-3 Jahre warten. Ja, bis aber jemand- eben, das heisst nicht. Ein Fender ist halt einfach generell teurer, weil es ein Fender ist. Ja, Also weißt du, was ich meine? fair. Ein Fender-Tele kostet einfach 200 Stutz mehr wie eine Ibanez-Tele oder Wie viel verkaufen eine die? Chord-Tele oder eine Schecter-Tele. Ja, keine Ahnung. Ja, ich sehe nicht. Dort ist etwa gestanden 5000 Stutz. 3000, ja, doch nicht so teuer. Hä? Aber Ja, wenn sie handgefertigt sind sie schon teuer, aber dass ja, halt ja. richtig teuer sind, brauchen sie auch noch einen Markennamen dahinter. das 7strings.org. Oh fuck me. Jesus Christ. Good old times. Anyways, was ich mir Ich will gar nicht wissen, wie viel die Gitarre kostet, die der Jeffrey hat. Das Ding wird auch nicht günstig sein. Nein, der hat Krios Gitarre gemacht, handgefertigt, sehr schön gemacht. Brutal, Alter. Die, Also so versteht noch, wenn man eine so eine Acryl-Tischgitarre machen kann, I'm still in. ja, Krios könnte es wahrscheinlich schon machen. Ja, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht, dass ich da öffentlich auf Leute zugehe. Wenn jetzt einer will schreiben, yo, ich kann das machen, was hast du das Gefühl? Dann würde ich die Konversation haben. Aber ich kann jetzt nicht aktiv suchen, so wichtig ist es mir nicht. Ja, fair. Aber nein, er wird dann Ich habe jetzt viele Gitarren, was soll ich mit der machen? verkaufen. Ja, aber die ESP, ja, die ESP würde ich verkaufen, aber die anderen sind alles so ein bisschen spezielle Gitarren.
Ich meine, für Tau ist es auch nicht zwei. Ich habe ja halt, mein Problem ist halt auch, die meisten Gitarren von mir haben effektiv eine Aufgabe. Mhm. Ich habe meine Ibanez, wo meine Recording-Gitarre ist. Dann habe ich meine Live-Gitarre für Reversis, die Backup-Gitarre für Live-Reversis. Ja. Das sind schon 3. Mhm. Du musst anfangen machen, was ich mache. Ich habe angefangen, in der Wohnung als Deko-Material zu brauchen. Ja, die habe ich schon. Einfach Gitarre im Wohnzimmer Fairplay. So, ja. Fairplay. Das sehe ich. Ja, nein, und dann habe ich, ja gut, und meine erste Gitarre verkaufe ich natürlich einfach nicht. Mhm. Das Ich habe Prinzip- meine erste Behringer-Gitarre nicht. Die allererste habe ich auch verkauft, aber das ist so ein cheap Scheiß-Ding gewesen für 180 Franken aus dem M-Electronic. Mhm. Also das ist besser verbrannt wie irgendjemandem geben. Ich überlege, ich habe mal meine zweite Gitarre, habe ich glaube geschenkt. Aber ich weiß nicht mehr, Ah, ich habe schon ein paar Gitarren verschenkt. ja. Gut, ich habe jetzt keine neue Gitarre gekauft. Seit 3 Jahren. Aber die letzten Gitarren, die ich gekauft habe, sind alle Secondhand gewesen. Ja. Ausser die Explorer für Taoist. Die nicht, weil ich einfach keine gescheite Explorer gefunden habe. Mhm. Ja, fair. Ah, die ist auch Secondhand. Die ist zurückgegeben worden. Das war ein B-Stock gewesen. Ha! Alright. Hell Alright. yeah! Ja, nein, ich habe schon gelernt, ein bisschen zurückzunehmen mit Shit kaufen. Man. Ja, das habe ich auch, aber dann habe ich eben die geile Gitarre gesehen, die ich dir geschickt habe. Ja, Also fair. die spezielle. Für 300 Mhm. Stutz, so soll ich. Und dann so, das ist eben schon cool. Und dann dann habe ich die ich umgebastelt habe dran. Mhm. Also die für Reversis, die ich ja komplett umgemodelt habe. Ja. Und mittlerweile habe ich wirklich mehr weirde Gitarren wie einfach so Gitarren. Mhm. Habe ich noch einen Jazzmaster für GNL, ist einfach sick. Gut, ich kann ich nicht sagen, ich habe einen Double Pedal gekauft und einen Drumstuhl von dem. Fairplay. Ja, Ich meine, ja, du hast nicht so viel Gitarre, du hast dafür anders. Du hast eine Sonne in deinem Haus. fair, ja. Ich habe mit Yannick einen Telecaster vom Paleface Yannick. Mhm. Die ist sick, die ist richtig Ja. geil. Und Mit denen hat er wahrscheinlich ja, ich glaube, du hast mir gesagt, er hat mit dieser Nick EP aufgenommen. ja, wahrscheinlich bei mir, ja. Die ist Ja, geil. Das ist eine coole Gitarre. Das ist auch eine gute EP. Mhm. Ja. Hat er die noch online? Unter Janik Lehmann, glaube ich, hat er die noch. Der Yannick Lehmann, heißt er nicht mehr Nick? Nein, er hat's Bro, mit Nick hast du nichts gefunden, Mann. Ja, Das ist so Fairplay. schlimm. Mit Janik Lehmann findest du etwas. Ja, das stimmt. Also Gut, das jetzt hat hat er auch einen Namen. Ja, das hat er. Und keine Ahnung, wenn der Bruder mal mehr Shit macht. Ja, wahrscheinlich hat er keine Zeit. Ich Ja, glaube, das ist Paleface ist busy. Huren im Zeitraum. Busy Janik Lehmann. Wir sind immer noch nicht dort gewesen, wo wir eigentlich haben wollen, Alter. Er hat 2 Profile, what the fuck? Wir sind immer noch nicht dort gewesen, wo wir eigentlich haben wollen. Wir haben ja damit Warte. anstoßen, dass wir am Samstag, du hast vom Tivoli geredet, du bist shoppen. Ja, wegen doch dem- tatsächlich beide etwas. Crazy. Nick und Safe Haven. Geil. Ja. Schon vor ein paar Jahren gewesen. Also eben, du bist gepostet wegen dem Mhm. Anzug. Wir haben nichts gefunden. Dann bin ich reingerätscht wegen Wir sind sogar in 2 Einkaufszentren. dem gewesen. Holy fuck. Ja, wir sind in Sear City und Tivoli gewesen. Ich hätte noch das glatt müssen. In Tivoli haben wir. Ihr hört es ja in der nächsten Folge. Aber wir haben auch wieder vergessen, dass wir im Tivoli sind und haben Spanisch geschnurrt miteinander. Und nachher Verkäuferin so, ja, das stimmt nicht falsch, das kann ich so machen. Ich so, wow, oh shit, ich hab vergessen. Da haben wir Deutsch dazu nicht verstanden werden. Aber ja, und naja, deswegen. Bei mir reden wir unser Spanisch zum Undercover sein und dort können wir nicht, weil jeder Zweite redet Spanisch. Ja. Das war funny. Aber nicht gefunden. Wir reden in der Schweiz Deutsch, zum nicht verstanden werden, Alter. Fuck me! Ja. Wir müssen immer wechseln. Wenn wir Spanisch sind, müssen wir Deutsch reden. Wenn wir da sind, müssen wir Spanisch reden. Aber im Tivoli können wir das nicht. Dort ist mir gefickt. Dort müssen wir Wir können alle Spanisch und Deutsch. müssen wir Galizianisch reden, aber da kommt in Gallego oder so und dann tut er doch verstehen. Und dann lästern wir über die Person. Kommt irgendein Diego, Alter? Das Lustige ist, ich tue mega gerne Leute zuhören, die Spanisch reden, um zu schauen, ob sie über mich lästern. Ich bin mir sicher, dass wir 90% der Fälle nicht sein. Nein. Yeah. Aber du findest ein paar lustige Kommentare. Ja, ich liebe es auch immer im Ausland in der Ferien, wenn so neben Schweizer sitzt und sie nicht checken, dass du auch Schweizerdeutsch kannst und sie Ja. einfach am Schweizerisch du sind und du einfach immer so schaust. Ja. Aha, Das ist schon mein Favorite Shit. Ja, auf jeden Fall, dann war Samstag gewesen, dann sind wir beide auf Jonen. ja In eigentlich Zack. kann ich noch eine Nap machen, bevor wir abfahren, aber nein, wir sind Das ist nicht passiert, wir sind früh da gewesen. wir hatten keine Zeit, wir sind nicht da gewesen. Ja. Wir haben einen Baum geklettert. Das war schon gefährlich. Zum Ich Glück kann ist, eigentlich noch ein Video schneiden, aber ich bin am Sonntag so am Arsch gewesen, dass ich Aha. nie geschafft habe. Dann am Montag auch und ja, dann ist Mhm. Arbeit, Podcast. Ja.
Dafür haben wir für die Versus, oder haben die für die Versus viel Promo können Promo-Videos gemacht für Ja. unsere neue Single, die kommt Mhm. am 24. April. aufnehmen. Yes. Also Aber- Pre-Save auf Spotify. Äh, Two Steps heisst ich sie. muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen vom Timo. Der Bruder ist ein fucking Monkey, Alter. Der Timo, Alter, hat mich eben letzte überrascht. Das ist eben, wo wir dort in dieser Dings mit der Boulderhalle waren, hat er Mhm. plötzlich so das Gefühl gehabt, Junge, ich will schon gerne mitkommen, aber ich habe keine Hose. Und ich nur so, the fucking what, mate? Hm. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, doch, es macht schon Sinn. Weil er ist die ganze Zeit voraus, der macht immer so Sachen. Mhm. Ja, er könnte ja auch nackt reingehen. Der Bruder ist wahrscheinlich hure gut im Bouldern. Ja. Und dann kommt er am Freitag. Ich weiß nicht, er muss es schaffen bis zum 7. Ja, ich meine, wir sind um 6 Uhr dort und nachher bleiben wir noch 2 Stunden oder so. Ich auch nicht. Ich habe der Lexi gesagt, sie soll dem Timo schreiben. Ja, Lex ist immer ein Timo. Anyways. Ja, also auf jeden Fall, ihr werdet es irgendwann gesehen. Wir sind auf einem Baum oben gewesen. Es war Mhm. absolut insane gewesen, weil es hat nicht einen Spielplatz gehabt. Also, als ich zuerst auf den Baum draufgegangen bin, ich habe runtergeschaut und so wie... Wenn ich da runter, es gibt ein Bänkchen da unten. Wenn ich jemanden runtergeht mit dem Rücken, dann bist du gefickt. Gut. Und Du ich darfst so, nicht runterschauen auf so Bäume. und ich so, nein, weil ich so, Aber wieso sollst du vom Baum runterfallen? Bruder, ich bin fast 32. Aber Das wieso passiert sollst du vom Baum runterfallen? Passiert schnell. Du kannst dich ja heben. Ja, und du kannst auch rutschen. Ja! Schon ausrutschen. Schon nie auf den Baum hochgeklettert. Also, wenn ich 18 bin, ist es scheißegal. Aber ich bin fast 32, Alter. Wenn ich von dort runtergehe, das ist no bueno, Alter. Das ist noch bueno. Ich kann No schon- es bueno, no? Ich habe schon meinen Enkel verstaucht, wo ich auf einer Matte runtergehe. Lara, esta no bueno, Ricky es muerte. Und nachher kann ich für mehrere Monate nicht pudern und das schießt mich an. Nachher bin ich... Ja gut, das war insane gewesen. Du hast dir deinen Fuß verdreht, oder was hast du gehabt? Mhm. Ja, verstaucht, ja. Und in der Zeit, wo der Ricky seinen Fuß verstaucht hat und hat müssen das auskurieren, ich meine, legit kann sein, weil das ist schon hat sich der Mike den Fuß gebrochen und wieder angefangen zu biken. Das ist insane. Ich bin Ich einfach, weiss jetzt nicht, was das heisst. ich bin einfach traurig, go Weights pumpen, Alter. Einfach alle am Boden gesehen und so wie... Okay, aber so, ich glaube, aber das ist glaube ich, so eine Krankheit von so Risikosportlern. Mhm. Ich glaube, ich bin auch schon mit einem verstauchten Fuß biken und so Zeugs. Ja, aber Da gibt's schon. ich bin schon sehr, sehr vorsichtig geworden. Deswegen bin ich nicht weiter hochgeklettert. Aber ihr sind alle hochgeklettert und ich so... Nein, der damn. Putsch nicht, der Domi auch nicht. Ah, der Putsch nicht, ja. Aber der Timo, die Lexi und ich sind oben gewesen. Ja. Das war auf jeden Fall fucking hilarious gewesen. Mhm. Dann haben wir eben auf jeden Fall einen Spielplatz gehabt. Mhm. Und wir sind auf dem Spielplatz gewesen, und dort war eine Mutter mit ihrem Kind gewesen. Ja. Und die Mutter mit dem Kind war etwa wahrscheinlich gleich alt gewesen, oder jünger wie wir. Ja. Und ja, und sie hat es relativ lustig gefunden. Und ich bin ziemlich froh gewesen, dass das Kind nachher beim Konzert auch drin war, weil es zu Walter Calls Ambulance gehört hat. Mhm, stimmt, ja. Und ich dann einfach so gedacht habe, so, hui, das heisst, wir sind nicht einfach nur creepy Dudes gewesen, die auf dem Spielplatz rumgehängt sind, sondern Voll. die hat hoffentlich gecheckt, dass wir einfach nichts zu tun haben. Ja. Es ist halt... Es wird sehr unterschätzt, dass Bands auf Tour, also wenn sie ein Konzert spielen, einfach in einer Location hängen und 4 Stunden warten müssen und dann einfach nichts zu tun haben. ja, voll. Und mittlerweile sind wir alt zum Saufen. Das heisst, wir müssen Sachen machen wie auf dem Baum klettern. Mhm. Und Timo hat Versteckis spielen. Winky Versteckis hat er spielen. Lol. Weißt du, wie Winky Versteckis geht? Also müssen sich alle verstecken und einer sucht. Und wenn du gefunden worden bist, musst du dem, der sucht, hinten reinlaufen. Und die versteckt sind, die können diesen Leuten winken. Und wenn du jemanden siehst winken, dann darfst du dich zu dem gesellen zum Verstecken. Du musst einfach schauen, dass der dich sucht, nicht sieht, weglaufen. Boah, das ist zu kompliziert. Nein, es ist nicht so kompliziert. Es ist dann fucking funny eigentlich. Das könnten wir mal spielen. Alright. Am Grenicher spielen wir einfach... Am Grenicher gibt es ein grosses Metal-Server, ein Winky Das Versteckis. ist schon funny. Junge, wir könnten wirklich einfach ein Versteck... Wir könnten am Podcast das Squid Games Spiel spielen. Ja, es Dass fast die Leute müssen zu der Bühne führen laufen und wenn wir uns umdrehen, dürfen sie sich nicht bewegen. Und wenn wir sich sehen bewegen, dann sind sie tot und draussen. Und der Gönner, der es schafft bis zum Bühnenrand, bekommt ein T-Shirt. Ja. Ein taoist T-Shirt. Das könnte man machen, aber machen wir wahrscheinlich nicht, weil es Nein. zu kompliziert ist. Es ist... Vor allem würde ich einfach alle sagen, du hast dich bewegt, Edgy, ich das Mikrofon, haha. Ja, und dann haben wir das Konzert gespielt und es war fucking sexy. Es hat richtig Spaß Ja. gemacht. Also Walter Calls Ambulance hat gespielt. Mhm. Das war stabil gewesen, das Ja. war verdammt gut gewesen. Mhm. Richtig gute Metal-Show, so wirklich so lit. Eine Band, die wirklich vom Sound her mal zu Versus passt. Mhm. So 1:1. Ja. Dann haben wir gespielt, Mhm. eine Stunde. Ja. Leck mich am Arsch, bin ich gefickt gewesen nachher. Mhm. Holy fuck. Aber
Aber Junge, hast du schon mal gesehen, Leute Purzelbäume machen in einem Publikum? Das war ja funny gewesen. Also wenn ihr verrückte Sachen gesehen, kommen zu Eversis-Shows, weil ich habe es geschafft, dass es eine Wall of Purzelbaum gegeben hat. Ja. Wo du Purzelbaum gesagt hast, ich weiß nicht, was es ist. Ich finde es jetzt raus. Und bist enttäuscht oder bist zufrieden? Ja, das war spannend gewesen. Ja, dann haben alle Leute, dann sind wirklich die Leute aufs Go, sind es einfach so Purzelbäume Ja, machen. so 5 Leute oder so. 5, 6, 7 Leute. Ja. Das ist wirklich komplett bescheuert gewesen, dass sie das mitgemacht haben, aber sie haben es mitgemacht. Es hat, Shoutout MVPs. es ist wirklich geil gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist etwas vom Dümmsten gewesen, was ich im Leben je gesehen habe, aber es spornt mich an, immer noch dümmeres Zeug zu machen. Leider. Ja, voll. Mhm. Ja, und dann sind wir fertig gewesen. Ja. Und dann ist das Highlight vom Abend losgegangen. Storytime gewesen. DJ Ricky Bliet, Alter. Ja, Mann. Das war funny gewesen. Es haben alle das Gefühl gehabt, du leist jetzt so Metal auf. Schon? Ja, sehr viele sind runtergekommen. Ja, wenn er jetzt Metal aufgelegt hat, hätte ich ja verstanden, aber das. Nein, es heißt ja Ricky's Drum and Bass Adventure. Da habe ich Drum and Bass laufen lassen. Und Slam. Und Peeling Flash natürlich. Ja, es ist ziemlich lang. Ich bin sehr stolz im Podcast, wo wir noch nicht sagen, wer das war. Hast du kein einziges Mal Peeling Flash erwähnt. Ja. Ich bin wirklich proud. Mhm. Das sehen wir dann im Dummies, nächsten er schafft es Dummies. Er kann es amigs doch. Ja. Vor allem, was ich frage, wie sich das jetzt gesagt hat, der Dummies hat uns mal als Meme geschickt. Um was ist das jetzt schon gegangen? I turn every conversation into Peeling Flash Mentions. Ja, fair. Aber das Lustige ist, ich habe eigentlich nur ein Drum Bass Set geplant. Ja. Für so eine Stunde. Ja. Und nachher, so 10 Minuten bevor ihr fertig gespielt habt, so kommen wir so wie, ja, Oh Junge, ich habe das Outro vergessen. eben, ich so wie, wie wissen die Leute, dass es nachher fertig ist? Ich habe so nichts vorbereitet oder so, gar kein Mikrofon oder so. Ah, und dann hast du einfach gedacht, ja, fuck it, Peeling Flash. Eben, und dann habe ich gefunden, fucking Peeling Flash. Und dann bin ich schnell auf Bandcamp. Und ich habe im Bandcamp Peeling Flash gekauft. Und schnell abgeladen und im Recordbox schnell loaded. Und dann bin ich parat gewesen und dann es hat gut geklappt. Aber nachher, als ich Peeling Flash laufen lasse, habe ich so wie, komm, noch ein Song. Dann habe ich etwa 3, 4 Peeling Flash Songs laufen lassen, bis Ja, das ist schon extrem lang gegangen. Der Domi hat mich dann so angeschaut, so, Bruder, what the fuck? Aber er hat gesagt, ich feiere den Ricky dafür, dass er einfach so ohne irgendwelche Vorwände einfach so er selber ist. Es macht Spaß. Und gut, ich hätte noch mehr Songs laufen gelassen und nachher ist mir in den Sinn gekommen, shit, ihr müsst ja aufrufen. Und dann habe ich gedacht, okay, easy. Dann nach die bekanntesten Hits, was habe ich gespielt? Perk 3000. Nach den bekanntesten Hits, also Songs, die 4 Leute kennen. Voll Shoot to Kill und Face Fucked with a Shovel. Nach den Klassikern habe ich nachher den Outro mit Joey Diaz laufen lassen. Der Klassiker, wenn ihr den Creepy Cute Call Party sind, dann kennt ihr den. Stay Black. Hast du den auch am Schluss laufen lassen? Ja. Oh mein Ja, Gott. das ist mein Lieblings-Outro mit dem Joey Diaz. Stay Black! Ja, voll. Schaut, falls ihr nicht The Church Aber of... das ist ein fairer Punkt. Ja, falls ihr nicht The Church of What's Happening Now kennt, das ist der alte Podcast mit dem Joey Diaz. Gut, gibt es immer noch. Und von dort kommen alle die Clips. Jede Folge ist so einfach. Das ist fucking funny. Auch legendary. Ja, dann weiss ich, was ich mal nicht schaue, weil der fucking Zusammenschnitt von dem Outro lange wir schon. Das ist sehr gut. Also das heisst, der Joey Diaz hat das nie am Stück gesagt? Wahrscheinlich mehrmals. Ja. Also, Was heisst wahrscheinlich mehrmals? das ist einfach ein normal day in Ja, aber das ist ja ein Zusammenschnitt, hast du gerade gesagt. Wahrscheinlich ist alles von der gleichen Erfolg, nicht mal an. Aber eben, die Sätze wird er nie am Stück gesagt haben, so wie sie in dem Outro sind. Ich glaube schon im Fall. Ich glaube, das ist ein One-Take. Ich glaube, es ist wirklich ein One-Take. Ich will es mal suchen. Aber ja. Aber das wäre insane. Peeling Flash haben einfach so gute Podcast-Deep Cuts wie vom Thieborn. Bei meinem Song, wo er sagt, my favorite type of weed is cocaine. Nein, einfach Peeling Flash hat die besten Samples, man. Ich schwöre. Du bist einfach am Jammen und am Headbangen und plötzlich kommt einfach so ein funny as fuck Ding. Und einfach kommt der Break dann einfach härter. Einfach langsam. Das ist so gut. Alright. Bis jetzt der beste Konzert, den ich je gesehen habe. No joke. Crazy shit, Alter. Ja. Was ist das beste Konzert, das du bis jetzt gesehen hast? Heaven's Burn Greenfield 2015. Ah nein, warte schnell, das stimmt gar nicht. Doch.
Oder es ist entweder Heaven Shall Burn am Greenfield 2015, was Headliner waren, oder es ist DC Death Race als Vorband von The Darkness im Extra, wo nur etwa 4 Leute zugeschaut haben, aber das hat bumst, Mann. Ja. DC Death Race, fuck me, hat das bumst. Mhm. Das ist insane. Ich bekomme übrigens jetzt bei Spotify Lifecycles immer vorgeschlagen. Lifecycles Ist geil. fickt auch brutal, ey. Ist eine coole Band. Brutal. Mhm. Mhm. Oder die Ärzte sind auch immer saugeil live. Aber das ist halt mehr so eine Experience an sich. Ist das die rechte Punkband? Ja, definitiv. Ja. Die Ärzte sind die rechteste Punkband ever. Man kennt sie von ihrem Song Ja. Kein Schrei nach Liebe. Ja. Wo es darum geht, dass alle Linken nur Aufmerksamkeit wollen, wenn sie sagen, dass Nazis raus sollen. Und böse Onkels sind links. Ja, exakt. Sehr gut. Exakt, Ich kann's im exakt Griff halten. so. Exakt so ist das. Ich lerne da Kultur von dir. Mittlerweile bist du so weit, dass ich jetzt dass das jetzt sogar Sarkasmus war. Ja, fair. Also, oder aber Zynismus. knapp, ich bin nicht sicher. Ja, du hast schon noch frei, aber das sagst du, es ist korrekt. Ja, Eben, ja. Ärzte, Nazis, Ja. Onkels, Onkels, linke Zecke. Ja, sehr gut. Sleipnir, sonst auch absolut linke Band. Wie heißt die? Sleipnir. Sleipnir. Ja, Nordisch. keine Ahnung. Oder wer gibt es sonst noch? Panzer Hitler 88 ist sonst auch ziemlich links. Mega. Die faschistischen 4 sind sonst auch linksextreme Das gibt es Hip-Hop-Crew. tatsächlich. Schon. Ja! Aber Alter, die faschistischen 4, der Name ist einfach zu gut zum hassen. Weißt du, was ich meine? Der Name ist Programm. Weil es gibt ja die fantastischen 4, die Ich ja weiss. deutsche Rap-Crew sind. Und dann Die habe ich gibt's sogar mal live gesehen. crazy. Mit im Gampel 2014 und gleiche Abend wie Skindred Das kann sein, ja. und Marilyn Manson. Nice. Ja, dann gibt es die faschistischen 4, das finde ich auch ziemlich. Das ist einfach zu funny. Dann gibt es nochmal so eine. Störkraft ist so auch Mann, wie heisst jetzt die erfolgreichste Nazi-Band? Es gibt auch in der Schweiz anscheinend so Nazi-Hardcore-Bands. Haben der Jonah letztens etwas geschickt und ich einfach gesagt so, Ja, ich weiß, ich has gesehen. da, und ich so, wir sind Hardcore, wir sind in der Hardcore-Szene, aber wir sind Nazis. So, es geht nicht, du Wichser, habt die Schnurren. Also die Nazi-Bands sind so geile Bandnamen. Absurd, finde ich. Super Bandnamen. Machen Black Metal, logisch. Mhm. Faustrecht. Faustrecht finde ich auch einen sehr guten Bandnamen eigentlich. Ist das eine Anspielung auf Faust von, wie heißt der Schriftsteller? Nein, es geht um Faustrecht. Also effektiv das Faustrecht. Das ist das Gesetz vom Stärkeren. Ist das Fisting-Andeutung? Vielleicht? Hey, so ein Sinn. Vielleicht sind es einfach Fisting-Lovers. Ja, eben. Who the fuck Ja. knows? Dann gibt es Frontalkraft. Das, Tell me you're a Nazi, wie fett. Gigi und die braunen Stadtmusikanten. also, ganz ehrlich, wenn man sagt, Frontalkraft sind irgendwie. Lanzer. Lanzer ist sonst auch noch. Die haben die auch nicht gesucht. Lanzer ist auch eine sehr linke Band. Das tönt alles nach so Closeted Gay Da, Men, Path of Resistance ist eine Rostock stammende Band, gehört zu den wichtigsten Wegbereitern des National Socialist Hardcore. Kalt. Also nationalsozialistische Hardcore kann sich... Also boah, fick Oh, das das Ding da ins Knie, Mann. Aber es tönt so, als ob alle einfach Closeted Gay wären, Mann. Ja. Wie die eine Band, also Faustregel erstmal. Faustrecht, ja. Nein, Faustrecht. Was stand da gewesen? Frontalkraft. Frontalkraft, Alter. Sie wollen alle einfach bumsen, Mann. Gut, aber ich habe ich dir das nicht letzte Geschichte, wo einfach so da die ganzen Alpha-Mails so darüber geredet haben, dass sie nicht können, dass sie eigentlich keine Zeit mit Frauen verbringen und nur Männer wert sind, zum Zeit damit verbringen. Und so, dann denke ich so, hey, jetzt komm doch einfach raus. Es sind so wie die So gib's doch einfach zu, es interessiert niemand. Es sind so wie die ultra predigenden religiösen Leute, die einfach nachher kommt Skandal raus, sie sind in einem Hostel mit zwei Twinks an. Ja, aber weißt du, die ganze, die einfach so, ich mach das und das nicht mit Frauen, aber ich denke so, it just sounds like, Gebt einfach zu, es tönt nach Gay mit extra Steps. Gebt einfach zu, ihr wollt mit Brudis bums und das ist okay. Deswegen so es ist viel easy, Shit mach's doch machen. einfach. So, Mach einfach. niemand außer du selber judgst dich dafür. Eben, genau. Ja, einfach gut bumsen. Wie letztes Jahr hat einer so geschrieben, so, being gay is a choice because bla 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 bla. If you decide
to be gay. Und dann denke ich nur so, also ich habe noch nie irgendwie in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich auf Frauen oder Männer stehe. Wenn du das musst entscheiden, dann ja, brother, do I have a story? Do I have news for you? Dann bist du einfach mindestens bisexuell. Wir sind nicht white cis Männer by choice, Alter. Heutzutage ist nicht gerade die beste Gruppe zu entscheiden. Nein, ich meine, um das geht es mir gar nicht. Es geht mir mehr darum, weißt du, der so wirklich das Gefühl hat, so, sein Statement war effektiv gewesen, dass er sich jeden Tag dagegen entscheidet, gay zu sein. Und dann habe ich einfach so das Gefühl, so, und das drum. Und dann sein Punkt war, er entscheidet sich jeden Tag dagegen, gay zu sein. Und darum sind homosexuelle Leute einfach mental schwach. Und dann muss ich einfach so sagen, Brother is fighting those so, demons, Alter. Bruder, wenn das jetzt dein Punkt ist, dann habe ich News für dich. Und zwar, du bist definitiv mindestens bisexuell, wenn du dich jeden Tag musst dagegen entscheiden, gay zu sein. Brother be fighting them demons every day. Das ist Fight Club. Der hat Fight Club mit sich selber, aber auf eine andere Art. Ja, wirklich, weißt du, wie ich meine? So, Ist so funny, man. weil das ist so das. So, wenn ich das Zeug sehe, denke ich mir einfach immer so, machen wir mal oben runter, lange einfach mal Gras an, gehen voraus, chillen jetzt einfach mal. Also generell fürs Weltklima, einfach mal chillen jetzt mal. Sind einfach alle lieb zueinander, gehen gebumsen, mit Konsens. Aber ich liebe es einfach so, dass I decide every day against being gay. Und dann tut er so, als ob er nicht selber closeted wäre. Ja, das ist... Ja. Ja. Das ist halt... Ich finde es lustig, wie sie es einfach auch nicht sehen. Also wenn ich mich so 30 Jahre lang von meinem Leben müsste jeden Tag entscheiden, nicht gay zu sein, würde ich mir vielleicht irgendwann mal die Frage stellen, so, bin ich vielleicht gay? Ja, ist halt die ganze Indoctrination und so. Gut, das stimmt, du kannst nicht Alpha sein und gay, das geht nicht. Alpha Gays? Du kannst nicht Alpha sein und gay, laut dem Andrew Tate. Aber das Problem ist, der Andrew Tate langt ja auch keine Frauen an, laut Andrew Tate Aussagen. Also von dem her, ich komme lange nicht mehr hinten rein. Ungefähr. Das ist so. Wo sind wir jetzt schon wieder falsch abgebogen? Keine Ahnung. Aber Alpha Gays ist schon funny. Alpha Gays? Ja. Aber sind wir gewesen? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie wir dort hier abgebogen sind. Ich habe gerade so gedacht, Alpha Gays, so wie die richtig Gym Bros, die einfach krass pumpen. Das ist schon funny. Alpha. So der Alpha Male T-Shirt einfach mit Alpha Gay. Du kannst so viel Alpha Males triggern mit dem. Also, Das wäre so funny, Alter. ich bekomme jeden Tag die Alpha Male Shirt mit der Katze Das, drauf. was ich letztens im Podcast angehört habe. Das du so hast, geil. das von der Taz hat. Der Taz hat es auch, der Bassist von Expello. Wenn ihr den Alpha Male T-Shirt mit der Katze habt, schreibt uns. Auf jeden Fall, ich habe letztens eben auch wieder mal so eine Theorie gehabt, wenn so einer das Gefühl hat, er sagt der Alpha und du sagst einfach nein. Du akzeptierst nicht, dass er der Alpha ist. In dem Moment ist er nicht mehr der Alpha. Nein. Warte schon. Der Nein sagt, ist dann Sigma. Nein. Warte schon. Wenn einer kommt und behauptet, er sei ein Alpha und du akzeptierst einfach nicht, dass er der Alpha ist, Voll. dann ist er nicht der Alpha. Nein, dann ist er. Dann muss er dich boxen, bis du akzeptierst, dass er der Alpha ist. Genau. Aber wenn er dich nicht boxt, ist er nicht der Alpha. ja, Das macht so keinen Sinn. tatsächlich. Alle Alpha-Males sind sowieso Joe Rogan seine Betas, weil der Joe Rogan ist der Alpha und alle anderen reden ihm ja alles hinten rein. Darum ist er einfach darum sind alle Alphas sind im Joe Rogan seine Betas. Hast du das gesehen von wegen Kannst du Leute triggern? Joe Rogan und Theo Von? Nein. Alles. Der Bruder ist schon compromised, Alter. Das ist insane. Joe Rogan, Alter. Compromise von? Von Israel, Alter. Es ist insane. Also Theo Von einfach so, einfach seine Sachen am Sagen und alles, was tatsächlich klar ist, oder? Und der Joe Rogan, weißt du, der Bruder, der Podcast war für Conspiracy Theories und fucking Alternative Thinking und der ganze Shit, aber so wie, nein, niemals ist palantiert in Gaza aktiv gewesen, so wie, Brother. Ja, der fragt sie von denen, die Also, wichsen, das ist. sie haben wahrscheinlich etwas von ihnen. Epstein-Style-mäßig. Das kann nicht... Er hat Aktien. Er hat Aktien von ihnen. Aber fucking, es ist so crazy. Der Podcast, der genau dafür gross geworden ist, um einfach
Anyways, ich bin halt durch ein bisschen heartbroken. Ich höre auch Rogan seit fucking 13 Jahren, I don't know. Schon okay. Und du hast so die klein gesehen. Ist schade. Schon okay. Deswegen, I'm with the Dogs von Matt and Shane's Podcast, Favorite Podcast Number 1. Und Dings muss ich auch sagen, was mega, mega traurig ist der Paul Luders von Hardcore ist leider gestorben. Mhm. Rest in Power, Brother. Der ist, der hat mich so... Das letzte Mal, wo ich Tod von jemandem getroffen habe, den ich nicht persönlich kenne, der mich so hart getroffen hat, ist... Ist das der Sänger von... Nein, der Gitarrist von Harm's Way. Okay. Genau. Ist der Chester Bennington gewesen, Alter. Weil Hardcore bin ich jede Woche am Hören gewesen. Er ist jetzt 2 Jahre. Oh, der Chester, ja, das hat weh da. Eben. Oh, das ist heavy gewesen. Und es ist so wie... Es ist auch, keine Ahnung, also klar, man kann nie im Voraus schmecken, wie das jemandem nicht gut geht oder so. Aber wenn du siehst, jemand ist gerade in so einem Höhepunkt oder whatever und es sieht alles so von außen her gut, plötzlich passiert das, ist so wie heartbreaking, oder? Mhm. Ja, mich mega, mega traurig. Ja, das ist beschissen. Ja, voll. Das ist halt dark, sehr traurig, so mega, mega leid. Und ja, ich finde es schade, als jemand, wo den Podcast Hardcore wirklich jede Woche gehört hat. Oder jede 2 Wochen. Und letztens haben sie noch gerade einen grossen Podcast rausgebracht mit dem Bruder von Madball. Der Sänger, wie heißt er noch? Der Freddy Madball. Und ja, dann ist halt... Das ist der letzte Podcast von ihm. Mega schade. Shit. Ja. Deswegen könnt ihr mal Harm's Way hören. Der Ozzy hat niemanden so fest schockiert, weil bei dem war es einfach mehr so gewesen... Du bist einfach alt. Bei dem war es mehr so gewesen, dass der noch lebt, ist ein Wunder. Ja, genau. Das ist der Miracle, Alter. Der Miracle of Ozzy, Ja. Alter. Aber ja, weißt du nicht mit Mental Health. Ich habe letztens etwas gehört, Alter. Okay, sorry, wolltest du schon fertig erzählen, oder? Nein, that's it. RIP und shit. Schade. Wirklich schade. Ich habe ja am Grenichen, sind wir ja gefragt worden, wer wir sehen als der nächste Ozzy, oder? Da habe ich gesagt, der Youngblood. Aber der ist schon zu jung. Nein, das ist mehr so gesehen. Und dann hat ja der Youngblood das Foto aufgeladen von ihm mit dem Till Lindemann. Und dann Outrage! Ja, Youngblood und Till Lindemann. Und dann hat der Youngblood einfach so geschrieben, ja, er hätte halt einfach nicht gecheckt, wer das sei. Das sei irgendein Dude, er hätte dort so einen Termin gehabt und dann sagt irgendein Dude, der hat das Foto mit ihm gemacht und der hat das Foto dann aufgeladen. So. So ein Grosspapi da. Ja. Dann haben sie ihm nachher später gesagt, er sei der Sänger von einer sehr erfolgreichen Band. Und er sagt, okay. Und er hätte halt einfach nicht gecheckt. Weil das ist, glaube ich, das, was viele Leute nicht verstehen, außerhalb vom deutschsprachigen Raum. Ich glaube, niemand außerhalb vom deutschsprachigen Raum checkt, dass Rammstein irgendwie in der Bredouille ist wegen der ganzen Row Zero Geschichte und all diesen Sachen, die dort sind. Ja. Ist das so... Aber das checkt außerhalb von Deutschland niemand oder von den deutschsprachigen Dings, weil es wird ja nur auf Deutsch berichtet. Ist das so eine Art... Warte. Fuck. Weil Hollywood und der ist 2 Wochen später in die Schweiz gekommen und hat «Du hast» covered von Rammstein und alle einfach so ist jetzt ein bisschen fragwürdig, Jungs. Ist das, hat's noch, ich kenne mich nicht so gut mit dem Case aus, aber hat es noch mit Betäubungsmitteln zu tun gehabt? Boah, ich weiß es auch nicht mehr, das ist jetzt lange her. Ist so wie, wie heißt ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie heißt der Comedian, wo alle Sleep Drugs geht? Bill Cosby. Bill Cosby, ist das eine Cosby-Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich, es ist jetzt zu lange her, es hat mich effektiv... Ich habe mich zu wenig da drin gelesen, um irgendetwas zu wissen. Um das jetzt genau beantworten. Ja, aber was ich auch viel mega lustig finde, ist ja, dass Hilltop Hoods einen Song haben, der Cosby Sweater heisst. Und der ist einfach viel bevor das rausgekommen ist, bevor das Ganze mit dem Bill Cosby rausgekommen. Und einfach so unter ihrem YouTube-Video sind einfach Kommentare am crazy gehen. Fragen, wie kann man so etwas unterstützen? Wie kann man das unterstützen? Machen wir auch. Und dann einfach so, ja, man hat den Song 10 Jahre voran geschrieben. So, obviously finden wir es scheiße, was er gemacht hat. Ja, kannst du nicht dafür. Und es geht auch im Song absolut gar nicht um den Bill Cosby, sondern nur um den hässlichen Pulli, den sie haben, weißt du? Ja, fair. Ja, das ist noch lustig. Hast du den Didi-Dokumentar-Serie? Nein. Das ist so fucking funny. Aber das Lustigste ist einfach der Verhältnis mit dem 50 Cent, weil der hat ja alles produziert. Weil er ist einfach... Der 50 Cent ist doch jetzt komplett auf seinem Redemption-Arc für all das Zeug, oder? Ja, voll. Der 50 Cent ist doch jetzt alle am
wirklich in den Arsch ficken. Hat er nicht das Gebäude gekauft, wo am einen Dude sein Studio drin war und dann einfach aus seinem Studio ausbeschlossen, weil er ihm gesagt hat, er wird das machen. Aber was er auch noch gemacht hat, das habe ich so fucking funny gefunden, ist, dass er eben keine Interviews gemacht hat für die Netflix-Serie, außer in dem Channel, wo im Knast läuft. Er ist so... Und du siehst einfach... Er ist so petty, Alter! Er ist so petty und ich liebe es halt. Das ist so gut. Es ist so geil. Das ist fucking funny. Ich meine, ja klar. Bruder, also, es ist eigentlich insane. Können Männer einfach mal ihre Pimmels in der Hose behalten? Ja, geil. Das ist wirklich insane. So, nehmen den raus. Wir haben es im Podcast, den ihr noch nicht hören könnt, weil er noch nicht rausgekommen ist, schon gesagt. Aber nehmen den doch einfach raus am Pissoir, in der Dusche. Und hat nicht auch wenn es generell in der Situation gerade erlaubt ist. Hat auch nicht der Anthony Kiedis von Red Hot Chili Peppers irgendwie auch creepy shit gemacht? Irgendetwas habe ich mal gesagt. Keine Ahnung, würde mich jetzt gar nicht wundern. Ja. Ja, und ich meine... Mittlerweile kannst du wahrscheinlich mehr aufzählen, die kein creepy Shit gemacht haben. Fair. Und das ist Countdown, bis wir rausgefunden das ist gar nicht Countdown, bis der creepy Shit vorkommt. Ja. All die ganze 80er-Band und so. Also wie viel Alter, Shit. dass es keinen Skandal gibt von Mötley Crüe, außer gut, die haben sich wahrscheinlich... Haben sie nicht das mit der Hai gehabt? Wo jemand... Ja, die haben wahrscheinlich so Baby viel, Shark. die haben wahrscheinlich so viel Drogen genommen, dass die einfach gar nicht mehr haben können, irgendwelche Leute bumsen, was nicht hätten sollen bumsen. Oh, was ist der Baby Shark Scandal? Das weiß ich nicht. Der Baby Shark Scandal. Wenn das fake ist, im Fall schon. Wir haben noch gar nicht über die Schweizer Szene geredet, aber schon gleich. Nein, what the fuck. Also, Hause, was ist der Baby Shark Scandal? Das ist jetzt der falsche. Aber das hat ein Baby Shark. Geht um den Song Baby Shark? 2019 haben Detention Officers den Song als Torture gebraucht für Inmates. Resulting in criminal charges. Fuck. Habe ich dir nicht letzte... Oh mein Gott, apropos, habe ich dir nicht letzte... Apropos Petty People, habe ich dir nicht letztes Video geschickt vom... wie heisst jetzt der hure Reggae-Sänger oder Rapper aus Amerika, wo sein Haus graded bekommen hat. Und er hat nachher Songs darüber geschrieben, wie... Oh, Afroman. Ja, Afroman, genau. Und er hat nachher einfach Songs darüber geschrieben, wie das die Polizei sein Haus graded hat und wie das der eine Fett ist von der Polizei und hat seine Cookies essen. Und alles so ist ein Sponge Cake, wenn es ein Scheiß. Sponge Cake, ja. Und so Zeug und alles so Zeug. Und nachher haben sie quasi wie... Er hat dann wie Song darüber geschrieben, dass er die Frau vom einen bumst. Also vom einen hat er gesagt, er hat die Frau bumst, von der anderen hat gesagt, aber sie hat... und er hat so... Und das Ding ist, er hat es nachher mit seinem Anwalt und alles so gehandelt, dass der Dude, der dann quasi accused war, dass der Afroman seine Frau bumst hat, wie hat müssen zugeben, obwohl alle wissen, dass der Afroman seine Frau nicht bumst hat, wie dann hat müssen vor Gericht sagen, dass er nicht weiss, ob der Afroman seine Frau bumst hat oder nicht, weil wenn er gesagt hätte, er hat sie nicht bumst, dann hätte das ganze Case wäre der ganze Case zusammengefallen. Ja, und das ist so, also er hat quasi wie der andere Bre, wo der Afroman angezeigt hat wegen Diffamierung, wegen dem Ganzen, hat er wie müssen öffentlich zugeben, dass der Afroman könnte seine Frau bumst haben, obwohl er selber weiss, dass das nicht der Fall ist, nur dass das Case nicht zusammengeht. Also es ist so insane. Er hat für jede Person, die bei ihm Haus raided hat, hat er einen Nickname gegeben. Weil eben der eine ist so eben der Officer Poundcake. Ist der, der Cake hat essen dann ist Randy Walters ist son of a bitch. Und fuck, wie heisst sie an? Es sind irgendwie 5 Leute, Alter. So funny. Ich kann nicht. Wo ist die? Und nein, sie haben sogar Geld geklaut und eben. Ja, also sie haben ja was wirklich... aber auch war, ist die Kinder von ihm sind drin gewesen. Und die haben auch den Streck vom Leben bekommen. Ja, also sie haben sich komplett daneben benommen. Ja, er ist so 3 Jahre lang oder so einfach Videos am machen gewesen und nachher halt Afroman Lemon Pound Cake Nicknames. Lemon Pound Cake. Aber wo sind die anderen Nicknames? Fuck, haben die keine Liste, Mann. Das ist so insane. Und es hat eben ein Channel 5 Interview, wo irgendwie eine Stunde 2 geht. Wurde funny. Es ist so insane.
Ich hatte Ja, don't mess with... Oder Afro-Man ist auch Don't zu viel, mess Mann. with creative musicians. Das kommt Ja, nicht gut. Das ist zu gut, Mann. Weil am Schluss ist alles, er ist ja dann wegen ein paar Sachen angezeigt worden und nichts ist durchgekommen. Ja, voll. Eben. Es ist halt Freedom of Speech, oder? Und, was war ich gesehen? Also absoluter Fiebertraum. Ich weiß nicht, was vorher... Es ist wirklich gerade wie so ein... Ja, das war crazy gewesen. Ich weiß nicht, wie wir dort hingekommen sind, aber es ist sehr unterhaltsam gewesen. Oh ja, wir haben einen Gig ja gehabt. Also du hast einen Gig gehabt, ich habe Ja, einen ja, der ist DJ-Set super gehabt. gewesen. Das ist cool. Den haben wir gehabt, wir haben von dem geredet. Genau. Du mit Oh. deinem weißen Adidas-Traineranzug und der Sonnenbrille. Ja, das war sehr cool gewesen. Und, Die zwei vom Moschstübli sind auch dort gewesen. voll. Shoutout Mostübli. Shoutout Zack Jonas, super gewesen. Sag Jonas ist wirklich organisiert. eine geile Location. Shoutout Sebi. Haben geile vegetarische Burger dort. Wir haben grilliert. fucking Veggie Burger sick. ist verdammt Der gut. Veggie Burger ist insane gewesen. Der kommt von so einer Metzgerei dort. Ja, verdammt gut gemacht. Ja, einfach coole Location. Wirklich, wirklich geil. Und ja, gerne wieder. Dann, das habe ich auch gesagt, Bro. er hat uns einen Podcast ja vor. Also, wir haben mal einen Mostrübe-Meetup gehabt. Mhm. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir Mhm. gesagt, ja, wir machen einen Podcast und so. Gestern kommt dann so wie, Boys, wir müssen den Podcast weekly machen. Ich habe alle Folgen nicht gelost. Und ich so, holy fuck, Alter. So, Bruder, erstens, get a fucking Ja. life. Zweitens, nein. Ich habe auch gesagt, so wie, und hast du irgendwie so Verbesserung gespürt mit den Jahren? Also wie, ich kann nicht gerne chaotische Podcasts. Das stimmt, das hat er gesagt. Ich finde es chaotisch geil. Ja, das ist, Von dem her, die super. Folge Sebi ist nur für dich. Das ist nur für dich. Genau. Wir machen es aber nicht wöchentlich, ist too much. Aber who knows? Who knows? Who knows? Who Who knows? knows? Die nächste wird sicher strukturierter. Ja, voll. Aber ja, wir können jetzt mal ein bisschen auf der Local Scene Ja, mal... ja, ich habe da gerade... Ja, das ist noch etwas super. Mama Ding auf dort. Schau mal. Ja, Mama, du hast ja Zeug aufgeschrieben, oder nicht? Ja. Ist das noch von der letzten Folge? Ja, doch. Was hast du geschickt? AI Kackscheiß Review? Habe ich dir etwas geschickt? What is this? Das habe nicht ich hineingefügt. Das ist ja... Oder? AI Kack-Scheiß Review. Das klingt schon so, als ob ich das geschrieben hätte. Ja, hör mir auf, Alter. Ich habe letztens ein scheiß Pedalboard gesucht, weil mein Pedalboard abgefuckt ist. Und dann bin ich auf YouTube und habe ein Review schauen. God fucking damn it. Es gibt nur noch AI-Kack-Scheiße im Internet. Dann drehst du durch. Dann ist es irgend so ein 2 Minuten 50 Video, wo obviously mit AI zusammengestiefelt worden ist. Einfach mit einem schlechten Text drüber, wo einfach irgendwie so ein halbes Datensheet vorliest und einfach keine verfickte Review vom Produkt ist und dann steht jetzt so das Produkt und dann gehst du auf den Kanal schauen und dann hat der Kanal etwa 7000 Videos aufgeladen innerhalb von einem halben Jahr. So, ja, obviously ist das alles AI. Go fuck yourself auf a Cactus, Alter. Wirklich, fickt euch Knie. Macht wieder Zeug selber. Wir haben es im letzten Podcast schon gesagt. Hört auf, Zeugs zu machen, weil ihr wollt Geld dafür macht. Einfach, weil ihr es geil findet und wenn ihr Glück habt und wenn ihr es wirklich geil macht, dann habt ihr eventuell wirklich irgendwann das grosse Glück, dass es vielleicht etwas reinbringt. Aber macht Zeugs doch einfach wieder, weil ihr es geil findet. Weißt du, wer die Slop-Videos macht? Die Hustle-Brudis, die sagen, Bruder, Ja, die einfach, waren Mongos. einfach machst 100 TikToks am Tag, Alter, einfach AI reinpushen und nachher kommt Und er macht raus. etwas, Und so machst du Geld, Bruder. macht das Zeug, weil ihr Spass daran habt Ja, und genau. nicht weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst es machen. Ein cooler Nebeneffekt von der ganzen AI-Slop-Geschichte ist jetzt, dass Channels, die seit Jahren halt schon informative Videos machen, so, es gibt so einen Philosophie-Channel, den ich gerne folge, und andere so Economics-Channels, die ich folge, wo jetzt eben die Stimme jahrelang schon gehört hast, jetzt fangen sie einfach am Anfang das Gesicht zeigen und sagen, hey, im Fall, ich bin kein AI. So, ich habe wirklich die Stimme, wie sie haben teilweise wirklich sehr, sehr professionelle tönende Stimme. Ja. Und du kannst auch meinen, hey, die nutzen AI auch so. So wie wir Und jetzt sagen sie endlich mal ihre Gesichter, so Leute, die seit Jahren einfach nie ein Gesicht gezeigt haben. Ich Jetzt find's siehst du geil. wirklich die Person Ich dahinter. finde den Shift im Marketing so geil, dass jetzt eigentlich behind the scenes vom Werbedreh, vom Werbeclip fast mehr wert ist wie der Werbeclip selber. Hey, im Fall, also das ist wirklich so. Also ich finde es einerseits cool, dass wir sehen, hey, der Mensch und die menschliche Arbeit hat einen Value, der höher ist, und wir stehen nicht für AI-Slop. Also allgemein, die ganze AI-Bubble ist jetzt am Bursten. Ich meine, alle sind einfach... Ich freue mich jetzt schon darauf, dass Benzin teurer wird, dass alles Ja, teurer wird, dass die Weltwirtschaft für den Arsch geht und dass ich muss das Ganze auf meine Schultern nehmen und die Reichen einfach nichts verlieren. Ja. Wann hat das eigentlich angefangen, dass wenn irgendetwas, wenn einer, dass mir, der kleine Bürger, muss
Warte schnell, ich kann da ein richtiger, sorry, das wird jetzt ein richtiger Rant. Aber von lass mir mal schnell wieder. fertig sagen, dass Ich bereite den Rant schon. Es ist cool, eben, dass wir merken als Gesellschaft, so wie, hey, der Mensch und die menschliche Arbeit und die Zeit, die man investiert, hat einen Wert und Slop wird nicht akzeptiert. Auch was eben bei Gaming haben wir es gesehen, wenn Games eben Assets gebraucht haben im Real Game, wo wirklich AI gewesen sind. Klar, ich verstehe, hey, beim Programmieren und so, als Fillers und so, kannst du brauchen, oder? Um einfach schneller hinzukommen. Aber im Endeffekt willst du am Schluss das alles gleiche. Ja, Übersetzungen oder so Zeug kannst du schon machen. Hey, Übersetzungen ist super. Wenn ich ein Wort nicht finde oder irgendwie nicht bei einem Songtext schreibe, irgendwie nicht einfach mich an etwas aufhängen, weil ich nicht das Wort finde, dann brauche ich das auch. Es ist definitiv ein Tool, das du brauchen kannst, um effizienter zu arbeiten und schneller zu arbeiten natürlich. Aber im Endeffekt willst du nicht das Endprodukt, besonders was Kunst angeht. Oder lass mal ChatGPT einen Songtext schreiben, ja. So beschissen. Aber nein, es ist cool, dass wir das siehst, was merken und mehr Value auf wirklich die menschliche Experience geben. Und so siehst du eben, dass sie jetzt am Anfang haben alle gesagt, ja, das wird Film, Schauspieler ersetzen, Voice-Over, Lieder ersetzen. Aber sobald jemand das merkt, im Fall, das verbreitet sich wie Wildfire im Netz. Was mich so fucking hässlich macht, ist der Drecksscheiß auf Instagram. Jedes verfickte Video hat den Kacksong von Scars drin, wo einfach nur AI-Kackscheiße ist. Was ist Scars? Ja, jedes Mal, wenn ich ein Instagram-Reel habe, kommt das Lied mit dem Gitarre-Riff und dann steht so Song irgendetwas bei Scars. So eine räudige Kackscheiße, das hast du 100 Pro auch schon gesehen. Aber ja, das siehst du auch mit den AI-Künstlern und so. Und hey, wenn du selber findest, so interessiert mich nicht, ob es ein Mensch ist oder nicht, ist so wie. Dann denke ich einfach weniger. Dann lass keine Musik. Ja, ist so wie. Dann bist du einfach ein NPC, Alter. Du bist einfach ein NPC. Eben, das ist so. Du bist ein NPC, ja. Voll. Ich meine. Gut, wobei für so zum ganz ehrlich sein, für den regulären Musikhörer macht es eigentlich keinen Unterschied. Wenn du jetzt mal schaust, ob es jetzt von einer AI geschrieben ist oder von einer Band. Weil, also abgesehen davon, dass AI-Musik einfach wirklich seelenlos tönt meistens. Aber wenn du jetzt schaust, für einen, der einfach nur so Radiomusik hören will, dem kann es persönlich eigentlich scheißegal sein, ob das AI ist oder ein Musiker. Ist es eben. Weil. Passiert aber viel. Ja. Aber weißt du wieso? Weil für ihn ist es. Wenn ich jetzt keine Musik machen, ich höre Radio, ein Lied. Ja. Für mich ist das effektiv genau das Gleiche. Es gibt schon mal. Weil ich habe ja nichts. Ich habe ja keinen Vorteil davon, wenn jetzt ein Lied, wenn jetzt könntest Musik und Kunst könntest messen und dann könntest einfach ein Rating geben. Wenn du jetzt sagst, also wir haben jetzt einen AI-Song und einen Nicht-AI-Song. Und beide Songs hätten auf dieser imaginären Werteskala eine 7,5. Dann kann es dir selber, wenn du Musik hörst, ja eigentlich, wenn du nur willst, qualitativ Musik hören, kann es dir eigentlich scheißegal sein, ob der Song von einer AI gemacht ist oder von einer Band. Was halt einfach das Problem ist, dass ich das nicht will. Ja, nein, also. Ich habe den Anspruch daran, dass etwas nicht einfach nur gemacht worden ist, zum Geld für die gut, aber dann sollte ich keine Popmusik hören. Ja, aber deswegen gibt es ja es gibt einen Markt dafür, oder? Und es gibt Leute, die das hören und scheißegal ist. Das Problem ist nachher natürlich, Plattformen wie Spotify fangen an, die AI-Artists pushen. Wahrscheinlich, teilweise haben sie selber AI-Artists erzeugt. Nicht wahrscheinlich. Es gibt Facts, die belegen, dass das so ist. Was jetzt scheinbar passiert, ist, dass die Big Players langsam anfangen zu checken, so wie, boah, die nehmen den Teil von unserem Brot. Das kann nicht sein. Ja, und dann machen selber AI-Artists. das auch, aber also sie haben das mit der Lizenz gemacht, mit AI. Aber ja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber ist halt schade, weil sie nehmen dann einen Teil vom Geld, wo dann am Menschen will kommen. Aber zurück zum Thema von vorher, ne? Wohin habe ich eigentlich mit dem Ding Reiche Wichser. Ich kann nie etwas sagen. Weil wir haben ja gehabt, dass dann die AI-Bubble wird bursten und dann wir werden das Leid davon tragen, weil aus irgendwelchen Gründen ist es ja im heutigen System so, dass reiche Leute, so die ultra-richen Bastardkinder, die alle Fabriken haben und alle Firmen haben, Sachen kaufen und nachher, wenn das Zeug nicht den gewünschten Gewinn gibt oder irgendwie sogar Geld verliert, dass nachher der reguläre Bürger das muss tragen
Und ich verstehe das einfach nicht so ganz. Ich meine, es kann mir doch scheißegal sein, wenn du dich verspekuliert hast, du Aff. Aber am Schluss leidet wirklich... Es ist ja so. Wenn die Börse crasht... Das sind die Bailouts, ja, die Bailouts vom Nein, nicht mal Bailouts, einfach generell, wenn die Börse crasht, ist ja die ganze Wirtschaft am Arsch. Es geht ja nicht mal um direkt Geld zahlen. Aber wenn irgendwie an der Börse etwas crasht, ist die ganze Wirtschaft im Arsch, alles wird teurer, einfach nur, weil irgendein Aff das Gefühl hat, er hat sich verrechnet, aber er will jetzt nicht die Konsequenzen davon tragen. Wie die huren Credit Suisse Banker, die die ganze Bank im Boden gerammt haben und nachher noch das Gefühl haben, sie kommen die Abfindung vom Staat über. Aber was war nochmal das ist bei Credit Suisse gewesen? Ja, die haben sich einfach komplett verspekuliert. Aha, Das fair. Risk Management hat absolut verspekuliert. Die Ja. ganze Bank ist in Grund und Boden gegangen und nachher ist die Bank von der UBS gerettet worden und dann haben sie, glaube ich, noch irgendwelche Finanzspritzen bekommen und so das Gefühl gehabt, okay, aber meine Abfindung will ich nicht mehr da arbeiten, brauche ich trotzdem noch. Obwohl sie effektiv dafür verantwortlich sind, dass sie nicht mehr dort arbeiten. Das ist so, wenn du quasi angestellt bist und du weißt, ja, wenn ich entlassen werde, bekomme ich 100'000 Stutz Bonus. Nachher schaust du, dass du deine Tasche möglichst selber füllst. Dann durch das dein Arbeitsplatz komplett für den Arsch geht und dann du dort stehst und das Gefühl hast, ah ja, die 100'000 Stutz Abfindung, will ich ja nicht mehr da arbeiten, will ich dann immer noch. Das stimmt mir vertraglich zu, obwohl du ja selber dafür verantwortlich bist, dass dein Vertrag aufgelöst worden ist. Du musst da sehen, die Wachstumskurve von den CEO-Löhnen in den letzten 40 Jahren. Alter, oh mein Gott, schau dir also generell, es ist völlig am Arsch. Es ist ja völlig insane. Also wenn die ja heutzutage eben... Haben wir im Podcast schon wieder das geredet? Mit diesen 40, mit 50%, mit 80%, schon keine Ahnung was. Ja, ich habe schon mal darüber gerannt, ganz am Anfang. Wo ich das gesagt habe, wo ich mich kreativ gefühlt habe für Songs zu schreiben. Das ist ja eben genau das. Es wird alles exorbitant viel teurer und niemand kann sich mehr etwas leisten. Das wird alles teurer, aber die Löhne gehen nicht auf. Geil, danke für das. Ja, voll. Love it. Ist amazing. Ja. Ich habe irgendwann ein Burnout einfach nur vom regulären Leben. Ja, dann schreibst du mal einen Song, wo du darüber aufregst, dass du nie ein Haus wirst können haben. Das regt mich ja nicht einmal mehr auf. Das ist etwas, das habe ich schon lange akzeptiert. Das habe ich einfach resigniert. Das ist einfach... Ja, voll. Das ist etwas, das macht mich nicht mal mehr hässlich. Das ist einfach nur so, das ist Facts. Ja, voll. Ist halt... Ja, live. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Dafür haben wir Breakdowns, Alter. Wir haben Breakdowns. Mental Breakdowns, Metal Breakdowns, man, alles. Metal Breakdowns, Alter. Turn your mental breakdowns into metal breakdowns. Oh Yes. mein Gott, das! Ja, das ist ein Shirt. Das müsste ein Shirt sein. Ja. Turn the Menti Bee into a metal bee. Aber ja, Wir sollten so Werbung machen, Alter. So Werbeclips. willkommen zum Economy Podcast. Wir sollten so einen satirischen Wirtschaftspodcast machen. Ja. Ah ja, also, wir reden wieder über die Schweizer Szene. Ja. Zwar habe ich gesehen, dass Freezes Dana ihr Album rausgerührt haben. Oh. Metal Servola, breaking news. Ich muss auch wieder mal neue Jingles machen. Oder Brudi, Mann. Freezes Dana hat ihr Album Life Finds a Way rausgerührt und es ist ein absoluter Banger. Muss ich sagen, ja. Banger! Hast du das schon mal gelassen? Ja, lass mal. Schon mal reingelassen? Nein, jetzt hör auf. Mach doch keinen Fax. Ich kann da das, was mir ein paar Songs hören. Ich werde nie fertig, wenn wir das jetzt machen. Nur ein bisschen. Okay. Wie wollte ich dir den Song zeigen da von die Ticino Band? Die Gina Band. Sie haben auch, es hat einen Song, der heißt Matter Hill. Und da geht es darum, dass sie alle 5 von Hecht würden opfern, um den Money Matter zurückzuhaben. Was ist momentan los mit dem Money Matter und der Schweizer Metal-Szene? Keine Ahnung. Also, wer würde sagen, Fuck It Up With Style, Pet Records, Real Estate. Real Estate. Sie sind, glaube ich, auch ein bisschen hässig auf die Gesamtsituation. Ja, ist geil. Ich freue mich so im Sommer mit denen zu spielen. Am 28. August. Ist schon draußen? Das Album ist draußen, ja? Nein, der Konzert. So Mittags ist draußen, ja? Am Mittagsfestival. Ah, ja. Klopft, Alter. Sick. Ist geil. Ich habe Videos gesehen von der Plattentaufe im Kopfmehl. Ja. Es hat gescheppert anscheinend. Mit wem haben sie gespielt? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, alright. Ist geil.
Also jetzt habt ihr es gehört, das heisst, wenn ihr reinhört, dann geht doch auf Spotify und hört euch das Album an. Das ist lit. Für mich sicher ein Anwärter auf den Metal Servala Award 2026. Tun in der Playlist. Definitiv. Hard one to beat. Wo ist Und der Gate Effect hat auch neue Shit rausgebracht. Ja. Die haben nämlich Plattentaufe. Einen Tag nachdem die neue Versi-Single rauskommt, am 25. April in der Medbar Lenzburg. Ja. Kauft euch doch schon mal ein Ticket im Vorverkauf. Dort sind wir. Die Kättle steht. Das Kätti. Wer ist dort? Hä? Wer ist dort? Das Kätti? Wer ist das Kathi? Skate-Effekt. Die Kättle. Das Kätti. What? Junge, wie lange wohnst du in der Schweiz? What is this? Ja, Kate. Kate. Auf Deutsch. Ah, Die Katharine. Die Katharine. Das Kättle. Ah, Kättle. Das Kättle habe ich nie gehört. Das Kätti. Das Cat. Das Kätti, Alter. Nicht das Kätti. Kätti. Schweizerdeutsch. Das Kätti. Wie lange kennst du schon den Danu? Aber ich kenne keine Katharine im Fall. Du kennst keine Katharina? Nein. Bist du sicher, dass du keine Katharina kennst? Nicht in meine... 100%ig. Nicht in meine Gruppe. Ich bin mir fast sicher, du kennst eine Katharina. Ja, Cousine von meinem Vater, ja. Ja, fair enough, da hätten wir es. Ja, dann... Dann kann man das ein Kättle nennen? Ja. Oder das Kätti? Ja, also wir haben schon lange nicht mehr Release angelegt. Ja. Wir werden nicht alle. Wir gehen jetzt nicht durch die alle durch, sonst Aber, gang ich heim und du kannst das machen. aber der, den wir schon anschauen, ist der von Cancel. Cancel nennt ja Herr auch Cancel fickt. E-Punkte gebracht. Das ist hässlich, Mann. Das ist Facing the Gallows von Cancel. Ja, Alter, überall kommen wieder... Es macht mir Spass, überall können wir Gallows führen. Macht's. Macht's wie die Franzosen. Sick. Also auch wenn wir nicht darüber geredet haben, der Song ist wahrscheinlich in der Playlist, wenn du ihn das Jahr released hast. Ja, 100%. Ja, Mann. Das ist geil, Alter. Dann hat es noch Asmode District, da haben dann auch neue Song released. I Freed Myself. Da haben wir sicher darüber geredet, Alter. Nein, wir haben nicht wirklich über Releases geredet in letzter Zeit. Aber das haben wir sicher erwähnt. Ich glaube nicht. Geile Synthes. Ich muss mal fragen, wie sie die Synthes basteln. Ich komme so, es ist ein Preset im Serum. Wahrscheinlich, ja. Serum ist schon gut. Ja, aber ich kann, wenn wir das schon darüber geredet haben, im Podcast, der noch nicht rausgekommen ist. Im Podcast, im nächsten Podcast. Nein, ist nicht einmal der nächste Wie Podcast. wir im übernächsten Podcast darüber geredet haben. Übernächste, oder? Machen wir schnell kurz Pause da. Genau, wie wir im übernächsten Podcast werden darüber geredet haben, kann ich mit Sample, mit Plugin-Synthes nichts anfangen. Das ist fix der übernächste. Junge Bruder, wir machen da Nein, warte. Nächste Woche. Ja, den müssen wir nicht unbedingt machen, Nein, wenn wir nein, heute haben. Nein, aber ja, dann kommt das. Ja. Wenn wir das schon ankündigen oder nicht. Es gibt wieder einen Podcast mit einem Gast als nächstes. Ja, eben. Ja, eben, im Podcast, wo als übernächstes wird rauskommen, Ja. habe ich gesagt, dass ich nicht mit Plugins mit Plugin-Synthes arbeiten, weil ich mir irgendwie nichts darunter vorstellen kann. Aber ja, Small District Boys, was nutzt ihr für Plugins? Nimm mich wunder. Wahrscheinlich Serum oder Omnisphere, aber wenn nicht. Jetzt kommen wir jetzt mit so einem absurden 90er-Jahre, 80er-Jahre-Synthi, die einfach wirklich so Hardware ist. Dann schau, da hat es noch einen Song von Yoursis. Das ist Calculate 0R. Calculate 0R. Ja. Das ist der Linkin Park Song für Schon ganz Cloudkill cool. Boys. Ja. Der ist schon draußen auf Spotify und Bandcamp. Ja. Das ist ein geiler Chorus. Gracias. Habe ich hohe Mühe gehabt, damit zu schreiben. Aber eben, der ist auch... Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Vocals sind da ziemlich Linkin Parky. Darum habe ich gar nicht... Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn ein Song ja schon die Vibes hat, dann gang rein.
Ja, voll. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Vocals 1:1 wie Linkin Park tönen. Aber man merkt, glaube ich, schon, dass ich zu viel Linkin Park gehört habe in meiner Kindheit. Ja, fair. Aber dann, Kid Effect haben wir 2 Songs rausgehauen, aber ich zeige mal den letzten, der ist Worth Living For. Oh, der Baller da wie Sau. Ja. Richtig in the Fresse Metalcore, Alter. Und dann muss ich etwas zeigen. Platte da, 25. April, Medbar Lenzburg. Kommt vorbei, kauft euch das Ticket jetzt. Ja, Mann. Was machst du, Alter? Versuche etwas rauszufinden. Okay. Junge, ist das eine 90er-Jahre HC-Band? Wie ich meine? Ja. Das ist fett da, aber ich stelle den Luki mal ab, dass wir wieder reden können. Ja. Was wolltest du umsuchen? Weil es ist eine neue Band, die heißt World at War. Yes. Und ich glaube, es sind Mitglieder von Deconvolution, Lord Jesus. Nein, es ist nicht mit Soul Priest. Stuttgart X Solothurn. Schon geil. Heavy. Und das ist Also halbe Schweiz. halbe Schweiz. Was suchst du noch? Ich wollte schauen, wer in der Band ist, Mann. Ja, wirst du wahrscheinlich nicht herausfinden. Ah ja. Hat etwas mit Deconvolution zu tun. Und Stuttgart, keine Ahnung, wer von Ich Stuttgart. lieb's. Aber sie haben mit Soul Prison Single. Ja, sick, Alter. Tönt nach deutschem Hardcore. Der EP, geil. Ballert. Das tönt nach Get a Shot. Ja, also Nein. Slayer the Shot. das ist also der deutsche HC-Vibe halt. Ja. Aber ist verdammt gut gemacht. Ah, ich weiss jetzt, was der deutsche Vibe ausmacht. Das ist die deutsche Akzent. Alright. Darf ich? Also ich glaube, der Single ist nicht ist von Solothurn. Es tönt auch deutsch im Fall. Es tönt Ja. genau gleich wie alle deutschen Hardcore-Bands von den Vocals her. Fair. Boah, die haben schon 1K Monthly Listeners. Ja, jetzt, das ist das Ding. Das hat doch der, wer ist es gewesen? Nicht der Lenny, der Dings hat es gesagt. Der Michel. Hat einfach gesagt, was hat er gesagt? Von Taoist. Ja, er hat einfach HC im Namen, darum hat er so viele Followers auf Instagram. Das ist ein Lifehack. Wenn du willst, Followers auf Instagram haben oder Plays auf Spotify, einfach HC rein tun in den Namen und dann läuft das automatisch. Can confirm. Ja, voll. Jetzt kommt der Selfless, Cheeky Self-Promo. Wir haben auch noch einen Song released mit Taoist. Also das Problem ist, du hast gesagt, das ist ein neuer Song. Ich habe das Gefühl, der ist nicht neu, weil den haben wir schon ziemlich am Anfang gespielt. Das spielen wir seit August. Ja, fast ein Jahr. Eben. Aber jetzt können es alle hören. So. Erster Song auf Spanisch. Ja, das stimmt, das ist Spanisch. Darum kann ich die Vocals nicht. Ja. Das ist Der entweder ist geil zum Spielen. Ja. Am Anfang habe ich einen Cast, mittlerweile finde ich ganz okay. Ja, voll. Und jetzt her vom ab für mich. Weil Habe ich kann jetzt den die Band- Breakdown eigentlich richtig gespielt am Wachen Metal Battle schon, gell? Ja. Stabil. Ja, stabil. Aber ich han heute eine Band gefunden von Ticino, die vor 4 Tagen den ersten Song rausgebracht hat. Alright! Und dann Kick it. wegblasen im Fall. So gut. Das ist die Band Walk Off mit dem Aufrufezeichen. Also wie? Walk Off. Und der Song heißt False Mirrors. Also weglaufen oder das andere? Walk Off ist der Name von der Band. Mit Aufrufezeichen. Ja, walk off, weglaufen. Ja, tönt hässig. Könnte ein Taoist-Song sein bis jetzt. Eben, sie machen nur Hardcore auch. Geil! Du musst auf den Chorus warten. Junge, Production ist brutal.
Wow, das ist Early 2000er, Alter. Eben. Das ist Corn Park, Alter. Mhm. Ja, Brudi, wenn Show in Tessin. Ja, Mann. Hast du mir schon geschrieben? Ich schreibe dann. Stabil. Ja, Das ist sehr so gut. gut. Reinhören. Als ich den Preview gesehen auf Instagram, ist so, ich habe gemeint, sie haben einfach einen Song von einer bekannten Band einfach hinterlegt. Einfach, das machen gewisse Bands und ich finde es so schlecht. Einfach bekannte Bandmusik im Hintergrund von einem Konzertflyer und so. Ich so, what the fuck, Alter? Tun die eigene Musik. Aber der ist so gut im Fall. Besonders, weil ich bin eben im WC am Kacken und ich bin auf den Kopfhörer bin ich eben Moodring am Hören gewesen. Also, weil ich dich vergessen zu parken. Oh ja, Mal schauen, vielleicht hat es. weißt du, ich bin Moodring am Hören gewesen. Ja. Und nachher habe ich mein Social Media Handy rausgenommen, weil ich habe ja kein Instagram auf mein Handy. Für das bist du bist die High gewesen, darum hast du so viel Social Media mir geschickt. Eben deswegen. Und dann habe ich mein Social Media Handy genommen. Und ich eigentlich nicht sollte beim Schießen nehmen, weil dann bleibe ich länger. Diese Hämorrhoiden, Alter. Und dann, ich bin mutig am Hören gewesen, und dann habe ich den Constant Hunger von Ticino haben eben das geshared. Und ich bin hören. Und ich habe gemeint, es war noch Moodring am Weiterlaufen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, so, shit, nein, das kommt von dem Handy. Das war einfach der Chorus gewesen. Das war einfach so gut gewesen. Und ich habe gemeint, das ist fucking Moodring. Also das ist Respekt, hure geile Band. Crazy! Also, wirklich sehr geil. Ein sehr guter erster Eindruck. Und ja, weiter so. Boys und Mädels. Ja, sehr geil, Alter. Hure cool. Ist geil. Walk Off von Ticino, check jetzt mal ab. Ist das sonst gar noch etwas? Also Walk Off im Sinne von Lauf weg. Ja, Lauf weg, Aufrufezeichen. Voll. Und sonst... Ich bin langsam ein bisschen ausgeschossen, was same, hässig angeht. Ja. Aber sonst... ich folge mit persönlichen Profilen, sind so gut. Aber ja. Du weißt, du hast es geschafft, wenn du Nein, das ist World War, fuck. Ja, die sind auch geil. Du weißt, du hast es geschafft, wenn der Ricky dir mit seinem persönlichen Instagram-Profil folgt. Aber fairer Punkt, das mache ich mit meinem persönlichen Instagram-Profil auch nicht, weil ich sonst nichts mehr sehe von meinen Homies. Voll. Und das ist Walk Off. Das ist wie dort, wo der Lukas, also wo der Luki und der Rada und irgendetwas in Tau ins Chat geschrieben haben, hey, weil wirklich geile Songs released haben und dann der Dave geschrieben hat, ja, sie tönen hure gut und dann der Luki geschrieben hat, Alter, wenn sogar der Dave sich meldet im Chat, dann ist es wirklich gut. Weil der Dave meldet sich nie im Chat. Naja. Ja. Aber ja, that's it. Sonst, nein, shit, eigentlich, that's not it. Oh no. Weil das ist etwas, was ich schon lange machen will. Lord Jesus. Das kann sich noch mal eine Stunde. Wenn wir das nächstes Mal machen? Das haben wir schon letztes Mal gesagt, vor 2 Monaten. Alright. Und nein, es ist halt so, weißt du, Leute schreiben uns auch per Mail, amix, was auch gut ist, weil du kannst ein bisschen mehr schreiben als bei DM oder so. Und komm, sonst machen wir nächste Woche nochmal eine Folge, dann können wir mal das machen. Ja. Wir haben mit. Machen wir nächste Woche ein bisschen... Ja, komm. Machen wir nächste Woche ein bisschen eine strukturiertere Folge. Ja, genau. Sebi, für dich machen wir jetzt nächste Woche wieder mal eine Folge. Nein, für dich war die Folge. Sebi, nächste Woche musst du nicht einschalten, wir sind strukturiert. Nächste Woche sind wir strukturiert und wir können... Gibt's Corporate? Ja komm, fuck it, vielleicht mache ich einen Jingle für das neue Segment. Ja bitte, und Alter. Wenn ihr... Du hast keinen Jingle, dann können wir es eh nicht machen. Nein, eben. Also, wir haben nachher ein Segment, das heißt We've Got Mail und es geht darum, ihr könnt uns auch schreiben per Outlook, also... Per E-Mail nennt sich das. Per E-Mail. Gmail funktioniert auch. Highspeed per funktioniert E-Mail. Und GMX. ja, eben, ihr könnt uns sagen, hey, neue Platte released oder ein neues Projekt gestartet und könnt ein bisschen ausführlicher schreiben. Sorry für die uns bis jetzt geschrieben haben und wir haben nicht viel darüber schwätzen im Podcast, aber wir haben das Segment noch nie gehabt. Ich schwör's dir, ich bin schuld dran, keine Angst. Und ja, dann, ihr könnt uns schreiben an metal.servola@outlook.com über was auch immer. Projekt, persönliches Leben. Persönliches Drama-Team, das ihr aktuell habt im Leben. Oder einfach Hoi sagen. Ja, einfach bitte keine psychiatrische Advice von uns anfragen, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Genau. Aber wenn ihr ein neues Projekt habt, neues Song, neue Album, whatever, schreibt mal. Dann können wir das ein bisschen da vorstellen im Podcast. Und nicht heute, aber nächstes Mal. Und vielleicht habe ich dann einen kleinen Jingle gemacht. Haben wir schon darüber geredet, dass wir am Macken Metal Battle gespielt haben? Ja, glaube schon.
Was haben wir gehabt? Noch die Folge mit Lea, dort haben wir es ja drüber gehabt. Ah ja, Ja. sicher. Oder vorher haben wir schon Erfolg gehabt. Weißt du, wieder. was das Problem ist? Wir haben hier keine Clips markiert. Das ist noch bueno. Wir haben uns No es bueno, no. wir haben das halben Job nicht gemacht. Alter, wir brauchen wirklich jemanden, der auf uns aufpasst. Ja, das ist nicht gut. Ja, in dem Fall. Aber wir finden schon ein paar Clips. Wir finden sicher ein paar Clips. Ich bin mir sicher, die Lea hört die Folge auch relativ gleich und kann uns dann Feedback geben, was wir könnte Das klippen wäre und was nicht. super. Das wäre super. Danke, Lea. Danke, Lea. Das könnte doch ein Clip geben. Dass man... Nein, das wäre Das wäre low-hanging Das wäre fruit. ein Clip von Clips machen, die wir nicht gemacht haben. Das wäre aber eigentlich ein Clip. Ja. Dann die Inception-Musik im Hintergrund. Fair. Hell yeah. Aber das ist zu viel Aufwand. Nein. Obwohl, man muss sagen, nein, wir müssen aufpassen mit fucking Musik von Filmen und so, weil wegen dem Scheiß bei den Metal Saber Awards hat sie es zuerst mal blockiert, also es ist rausgekommen. Dann hat Spotify voll blockiert. Dann habe ich es neu urladen, beziehungsweise ich habe es urgeladen ohne die Musik. Ja. Im gleichen Folge. Ja. Das hat nicht reaktiviert, dann habe ich die Folge ganz neu urgeladen. Mhm. Nachher ist das geklappt. Mhm. Nachher ist plötzlich einfach die alte wieder mal auch aktiviert gewesen. Und plötzlich haben wir einfach zweimal gleiche Folge gehabt. Ja. Es ist alles online, in dem Fall die Meta-Business Suite. He? Lustigerweise, YouTube hat nichts gemacht. Wahrscheinlich Monetization weggenommen. Wir haben keine Monetization. Ja, dann bekommst du aber ein Dings, dann bekommst du eine Nachricht, wenn das ist, dann schaltet das. Hatte ich bei Eversis gehabt. Dort haben sie mir einen Song, den Eversis geschrieben hat, den Eversis aufgenommen hat, wo ich alle Rechte daran habe. Das ist der Fall, ja. Habe ich aufgeladen und dann ist da gestanden, ich habe Copyright Infringement, also Copyright geschütztes Material verwendet. Und dann habe ich dort so das Gefühl gehabt, okay, kann ich das irgendwie anfechten? Mhm. Und dann ist so gestanden, nein. Aber es wird nichts gemacht. Der das Copyright hat, der wird einfach Mhm. quasi jetzt, es wird Werbung vor das Video geschaltet und das Geld kommt dann zu dem, der Copyright hat. Und es ist extrem funny, weil ich habe noch kein bisschen von dem Geld gesehen. Ja, fair. Na, weißt du was? Gib mir eine Minute, ich habe noch etwas zum zeigen und dann bin ich weg. Alright. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich hoffe wirklich. Jawohl, ich weiß, was jetzt kommt. Speaking of 250 Stutz ausgeben. Ricky, was ist das? Abgesehen davon, dass es das Coolste ist, was ich je gesehen habe. Also, es ist halt so. Wir haben jetzt mit Taoist CDs gedruckt. Ist das erste Mal, wo ich es in meinem Leben mache. So ein Digipack. Schon geil. Und schon sehr cool. Erste Mal, wir es machen. Und deswegen habe ich die Erfahrung kurz mit euch teilen, weil vielleicht Wir haben doch schon darüber geredet. noch ganz kurz in der Folge, die übernächstes Mal rauskommt. Wir haben schon mal darüber geredet. 100% haben wir schon darüber geredet. Nein, weil das ist so... Ich dachte, dass du gezahlt hast für dass du zwei hast müssen zahlen, haben wir... Ja, nein, aber einfach zum, generell, ja, okay, zum mach. kurz erklären. Sorry, ich schnurre nicht mehr rein. Tschüss. Nein, also es ist, Okay, ich schnurre definitiv wieder rein, keine Angst. ich kann auch für 8-9 Jahre haben wir nur digital released. Wir haben so gemerkt, so wie, hey, es macht irgendwie keinen Sinn, CDs drucken. Aber irgendwie habe ich gemerkt, hey, Ein Album macht Sinn, habe ich herausgefunden. Ein ganzes Album macht Sinn, das ist cool. ja, ich meine, wenn ihr EPs habt, dann könnt ihr einfach 2 EPs zusammen machen. Könnt ihr auch machen. Aber Gott, ja. ja, und eben, wir haben zum ersten Mal gemacht und ich habe nur noch nicht gehabt, wie starten, was machen. Und einfach kurz als Hilfe. Also wir haben es bei Duophonic gemacht. Das ist eine deutsche kleine Auflage. Ja, weil in der Schweiz kann man das nicht zahlen, dauert Zeug. Ich wüsste nicht, wer das in der Schweiz macht, aber allerdings ich habe von jemandem Word of Mouth gehört. Duophonic sind einfach richtig coole Independent-Leute, so eine kleine Firma, die das mit mehr Herzblut machen. Und deswegen haben wir es dort machen lassen. Mhm. Wir haben 100 Stück Digipacks bestellt, die sind beidseitig bedrückt und drinnen ist Bedrückt. auch bedrückt. Also wir haben einfach gleiche Artwork genommen, weil wir haben schon mal das Artwork machen lassen. Ricky, bedrückt heisst, dass es der CD nicht gut geht. Ah, shit, sorry. Du meinst bedruckt. Das ist bedruckt und bedrückt gleichzeitig. Also beides. nicht, nicht, weil ja, es ist bedrückt, weil wir drauf sind. Unsere CD hat Depressionen.
Und, Also ich habe das jetzt im Fall nur gesagt, weil ich es fucking funny finde, dass weil die CD bedrückt ist, weil sie Depressionen hat. Nicht, weil ich dich auch korrigieren. nein, das ist auch gut. Nein, eben, es ist schon ein bisschen deprimierend, die CD. Und nein, aber es ist wirklich sehr easy gegangen mit denen. Sie haben sehr gute Anleitung gehabt, wie das geht. Was ich aber nicht gewusst habe, also erstens, halt, es gibt einen Preis zum Drucken. Also ich meine, für 100 Digipacks sehr basic. Ich habe etwa 500 irgendetwas Euro rausgegeben. Und ich habe gemeint, that's it, oder? Cool shit. Das haben wir einberechnet, das wird es kosten. 100 CDs, 500 irgendetwas Stutz. Und dann habe ich so gefunden, eben, du brauchst so, sie hat es natürlich sehr gut dokumentiert und so, aber du musst von deiner Gesellschaft, wo deine Musik registriert ist, so ein Erlebnis bekommen, um etwas physisch zu drucken. Das heisst, wahrscheinlich, wenn ich sie gar noch nicht anmelde, dann muss ich das nicht zahlen. Dann ist das real independent shit, maybe. Hell Ja. yeah. Das ist sowieso independent. Aber musst du das Visa registriert, du nachher live spielen? Ja, was? Zum Live spielen musst du nachher Du musst absolut nichts anmelden bei das Visa, nein? Nein, okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Anyways. Du kannst machen, also du kannst bei das Visa, du kannst deine Songs bei das Visa anmelden oder du kannst sie nicht anmelden. Mhm. Wenn sie anmeldest, tun sie halt einfach deine Rechte verwerten. Also dann schauen sie, dass wenn irgendwo dein Song in einem chilenischen Radio gespielt Ja, wird, fair, dass du das fair. Geld bekommst. Mhm. Ja, voll. Aber du musst das nicht machen. Das Recht am Lied hast du generell, wenn du sie geschrieben hast. Ja, voll. Nein, aber dann ist halt, also, wir haben gesagt, hey, du brauchst eine Erlaubnis von Suisse und so, zum das zu drucken. Und ich habe es gegoogelt, so, ja, the fuck is this? Ich habe es noch nie gemacht. Nein, das ist so. Das Visa muss natürlich, das Presswerk kommt ja, damit das Presswerk nicht einfach irgendwelche Musik kann pressen, wo das nicht erlaubt hat, müssen sie natürlich von der Musikverwertenden Gesellschaft oder von den Dings quasi die Erlaubnis bekommen, das zu machen. Und in der Schweiz ist es das Visa. Das heisst, das Presswerk muss wie das Visa anfragen, hey, darf ich die Songs printen? Und dann muss das Visa sagen, ja, du darfst das machen. Und dass das passiert, muss natürlich der Rechteinhaber von der Lieder das Visa sagen, yes. Und wo ich das gemacht habe, hat das noch nichts gekostet für diverse Sachen. Ja, das ist spannend gewesen. Aber wir haben auch so eine Rechnung bekommen von irgendwie 250 Stutz oder so. Crazy. Wo ich nicht mitgerechnet habe. Und Hätte ich auch eben, nicht. einfach so FYI als Info, eben das gibt's. Und dann kostet es halt ein bisschen mehr. Ich weiß Also, nicht, ob irgendjemand weiss, was das genau ist oder was das sollte, bitte kommentiert jetzt auf Instagram. Oder ich komme wieder das Geld zurück. schreibt. Theoretisch gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsstest du eigentlich nachher von der Visa das Geld bekommen für die CDs, wo die Songs veröffentlicht worden sind. Alright, hoffen wir. Aber das Ding ist ja, das ist ja wie wenn du ein Konzert organisierst. Du sagen wir so, du organisierst ein Taoist-Konzert. Nur Taoist spielt. Du machst die Visa-Liste, schreibst Taoist-Songs auf, schickst dir das Visa schickt dir eine Rechnung. Ja. Dann ist es ja eigentlich so, dass quasi du das Visa das Geld gibst, dass das Visa am Artist kann das Geld geben. Das heisst, du zahlst nachher das Visa, dass sie dir weniger Geld gibt, wie du ihr gegeben hast. Alright. Ja, anyways, einfach, dass ihr wisst, wie es so ist, wenn ihr noch nie CD gedruckt habt. Eben, sonst der Rest ist eigentlich ziemlich klar gewesen. Also, du bekommst die ganze Dokumentation, du musst halt eben Bilder in einem Das ist wie ein Sticker drucken. Ja, eigentlich. wie Sticker drucken, musst du einfach in einem gewissen Format exportieren, CYMK, irgendeinen Scheiß. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das bei merchmacher.ch machen lässt, machen die das für dich. Ja, Oder helfen dir sehr wahrscheinlich dabei. schon. Machen sie auch CD-Druck? Das wüsste ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du sie anfragst, Merch, können sie das wahrscheinlich schon machen. Weil dann musst du noch den Also wie es tönt, es hat ja so tönt, als ob sie so Zeugs generieren. Was ist die Frage? Print. Machen wir Merchandise? Ja, dann einfach keine CDs. Nein, ich glaube, sie machen nur. Weil dann musst du eben noch DDP fahren, USB-Sticks. Da CD und wenn ich... Ah, jetzt haben wir immer. Alright. In dem Fall mache ich es auch. Ja, dann könnt ihr es auch bei Merch machen. Aber duophonic.de haben wir jetzt gemacht. Sie sind sehr cool gewesen. Sind schnell gewesen. Auch schnell beim Reagieren und so. Also wirklich cool. Ja, so dass ich das erste Mal gemacht habe. Das war eine coole Erfahrung gewesen. Und eben, ich würde sagen, scheinbar sind physische Sachen gewollt. Irgendwie schon wieder. Ich weiß es auch nicht. Also es hat eine Zeit gegeben, was niemand hat wollen. Und darum habe ich jetzt nie mehr etwas gemacht. Ja. Aber ich glaube, hätten wir den EP als CD gehabt, Mhm. hätten wir wahrscheinlich ein paar verkauft von denen. Ja, voll.
Und ich meine, klar, ich merke auch, es gibt mega Interesse an Vinyl. Ich selber kaufe jetzt Aber Vinyl ist so viel teuer. Vinyl. Es ist sehr teuer. Ich meine, jetzt 100 Stück haben wir 500 irgendetwas gezahlt, plus halt das von der Suiza sind 700 im Total. Oder 750. Vinyl kostet schon etwa 20 Stutz zum 100 Stück drucken. Und das ist ohne die Suiza-Dingens. Von dem her, das könnte easy auf 2500 Stutz rausgehen. Nein, also der Wert wäre, also das von der Visa wird nicht teurer, nur weil es ein teures Ding ist. Aber du musst den Verkaufspreis eingeben und anhand von dem tun sie es gerade berechnen. LOL! Ja, voll. Und der Verkaufspreis? Ja, also der Der Preis, den du es nachher verkaufst? ja. Was hast denn du da eingegeben? Ich sage nicht, wir machen Dynamic Pricing. Anyway. Kann ich mir auch gerade sagen, ich hätte dir einfach einen Franken eingegeben oder so. ja, Höchstens. Das wäre schon wahrscheinlich. Also du hast einfach Dynamic Pricing, das Maximum von Dynamic Pricing angegeben. Wie viel habe ich das einfach gemacht? Nein, das Minimum. Also keine Ahnung. Ist ja gleich. Ja. Anyways. Aber eben, Skigebiet haben damit angefangen, Local Bands machen damit weiter, Dynamic Pricing. Ja, ich meine. Also wir haben dieses scheiß Merchandise noch aufgeräumt. Mhm. Ich habe noch, Versis haben noch ein paar S-T-Shirts, M und L vom roten T-Shirt, vom schwarzen und vom blauen. XL haben wir keine mehr. Ja, teilweise haben wir dafür kein S. Nein, wir haben S, wir haben kein M oder fast kein mehr. Kein L. Nein, wir haben kein M und glaube ich 2 L. Und nachher nur XL. Ich habe etwa 13 S vom einen und 13 S vom anderen. Mit Deutschland. Aber so mit so Edding, so Tauis draufschreiben. Ja. Mit dem Schwarzen würde es gehen. Aber unser streng limitierte Sporttrikot haben wir, glaube ich, von L haben wir nur ein Stück. Oder gar keins. Aber Das ja. ist streng limitierter Sporttrikot, Ja. wo einer das Gefühl hat, Ja, gehen wir nicht hin oder gehen wir nicht hin? der gesagt hat, was zeigen dir eure eigene Merch? Nein, was ist es? Ja, das Gefühl hat, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn Bands ihre eigene Merch auf der Bühne haben. Ja, Ja, stehe ich voll. 100% dahinter, hinter dieser Aussage. Ja, Aber das unser heißt- T-Shirt ist kein Merch, das ist ein Trikot. Ja, Das Merchandise-T-Shirt würden wir nicht anlegen, das ist Ganz wieder. ehrlich, ich Das würde ist auch nicht. unter eurer Ehre. Ich würde auch nicht. Also, wir haben das Trikot natürlich mit der umgekehrten Farbe gemacht. Logisch. Das würde ich nicht in der Band spielen, würde ich es auch nicht wissen. Aber ich verstehe es absolut. Fair. So, ist es cringe, mit dem eigenen Merch spielen? Ja. Ja. Aber es ist nicht das Merch, es ist unsere Es ist nicht Merch. Arbeitsbekleidung. Es ist wirklich, es ist basically, ist es das Heimtrikot oder das Auswärtstrikot? Mm, Ja, da müssen wir dann mal noch drüber reden. Das ist Ja. ein Heimtrikot. Nein, wir spielen dann nur auswärts. Wir spielen nie im Bandraum. Das ist ein Auswärtstrikot. Ich habe nicht gewusst, es gibt 2 unterschiedliche Trikots. Mal, die Schweizer, musst immer ein Heim- und ein Auswärts haben. Ha. Weil Da siehst du, wie viel Sport ich du musst die Farbe können kehren, weil wenn die Schweiz gegen Österreich spielt, haben wir 2 rote. Mm, Und Österreich und die Schweiz haben ja beide weiß und rot drin. Darum ist bei den Schweizer dann, also das Auswärtstrikot ist bei den Schweizer das weiße und das Heimtrikot ist das rote. Und bei den Österreichern ist es glaube ich auch so. Darum geht das immer gerade so gut auf. alright. Ja. Cool. Ja, irgendwie so. Anyways, das ist mal. Jetzt hast du gerade anyways gesagt, wie es der Fluffy immer gesagt hat. Anyways. Nein, das voran ist besser gewesen. Anyways. Nein, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn du es probierst. Er sagt es so kurz, es ist so. Boah, ich habe schon lange nicht mehr Fluff geschaut, Mann. Er hat jetzt gerade das Video mit dem Anderton rausgebracht, wo er einen Gitarre-Rig für under $1,000 juiced. Ich habe es noch nicht geschaut. aber- Geil. Alright, brother. Wird der Intro immer Kannst du mir das Video noch schicken, dass ich heute Abend kann, Promo vorbereiten für am Freitag? Wird damit das Video angefangen? Welcome to Riffs and. Tim, habt Schnurren, ich bin mich am Konzentrieren im Backstage! Nein, er hat ja nicht geschrien, er hat ja nur gesagt, could you Nein, be quiet? Oder was hat er Ja, gesagt? voll. Ja, wir sind auch blöd gewesen. Ja, welcome to Riffs, Beards and Gears. Riffs, Beard and Gear. Ich keine Ahnung. Aber den Channel habe ich so viel geschaut, vor fast 2 Jahren. Ja, das ist eben... Das ist wegen Fluff und All England habe ich so viel Gear gekauft, überall nicht Hör mir auf. Aber über das haben wir auch geredet im Podcast, wo erst nach dem nächsten wird rauskommen. Ja, wir werden Wir haben nachher so viel geredet. darüber geredet haben. Wenn das der Plusquamperfekt ist im Fall. Ich weiß gar nicht, ob es das ist im Fall. Ich glaube, es ist falsch. Wir Luki. werden darüber geredet haben. Luki, ist das Plusquamperfekt? Wenn ich das drauf habe im Fall. Weil das haben wir den Luki auch schon gefragt in diesem Podcast. Das ist Aber ist das korrekt? Ist es korrekt, wenn jetzt... Futur 2 Aber ist es korrekt zu sagen, Nein. dass wir darüber geredet haben werden? Ja, schon. Weil du willst Aber in wir der haben ja Zukunft- schon darüber geredet. Es ist in der Zukunft. Ja, es aber ist, Brudi, wir haben ja schon es ist in darüber der geredet. Vergangenheit von der Zukunft. Warte, Wir ist werden...
darüber geredet haben. Gehabt haben, ja. Wir werden darüber geredet haben. Plusquamperfekt. Luki, bitte schreib uns darunter, wie man das korrekt sagt. German. Vor Vergangenheit beschreibt Handlungen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt oder andere Handlungen in der Vergangenheit abgeschlossen waren. What? Ja, das wäre glaube ich schon das. Was ist in der Also Vergangenheit? okay, wie sagen wir korrekt, dass wir im Podcast Haben sein. drüber werden geredet haben habt. Nee, doch, das Plusquamperfekt ist. Darüber geredet. Ich hatte gelernt, er war gegangen. Ja. Aber das ist die Vergangenheit. Das ist jetzt ja gleich. Wir Ist- werden darüber Ist Futur 2? geredet haben. Futur Wir- 2. Wir haben darüber geredet gehabt, so würde ich sagen. Und wir werden darüber geredet haben. Ist falsch. Ah, okay. Futur 2, Future Perfect, an Action. Warum ist das auf Englisch halt? Ich habe Ihnen gecheckt, dass Future nicht Future heisst. Aber ja, auf Englisch. Okay, Ricky, ich setze dem Aber Ganzen jetzt ein Ende. Tschüss. look. Auf Englisch, an action that will be completed by a specific point in the future or a strong assumption about a past event. Aber das Ding ist eben, Es gibt's wird einen- angekommen sein. Das ist schon. Ja, es wird angekommen sein, ist aber, wenn ich erwarte, dass am Dienstag etwas ankommt, dann sage ich, am Mittwoch wird es angekommen sein. Aber he will nicht have das. missed the train. Also dann, wir werden darüber geredet haben. Ja, genau. Wir können ja davon ausgehen, dass wir das gemacht haben, weil wir es gemacht haben. Okay, Ich das werde es lange gemacht mir. haben. Es ist Futur 2, nicht Plusquamperfekt. Okay, in dem Fall. Ciao zusammen. Jetzt kommt dann der Lucky und sagt, die sind alle scheiße. Ja. Tschüss, macht's Ja. gut. Ich höre jetzt auf, sonst werden wir Übrigens nicht bin ich in dem Patreon. Geil! Also, sonst werden wir dann nie fertig. Ich rühre das Mikrofon jetzt an und drücke auf den roten Knopf. Tschüss! Ciao zusammen. Ich habe einen roten Knopf mit deinem toten Kopf.